Welcome to Viva la Movilusion Podcast. Jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendeiner von euch zwei erraten kann, von was das jetzt das Intro gewesen wäre. Vielleicht unser heutiger Gast, der Jürgen, den wir ja schon kennen. Jürgen, servus, grüß dich, schön, dass du wieder da bist. Ja, servus und großartig, dass wir uns im Vorfeld so super absprechen und du mir jetzt halt eigentlich mein Intro geklaut hast. Bitte. Willkommen zur Sendung Fright Night. Schön. Und Du, zwar ich hab jetzt eigentlich gemeint, du als alter IG Metaller, dass du mit Servus, liebe Genossen und Genossinnen kriegst, aber so darfst du es ja auch machen, dann passt das auch. Genossinnen und Genossen, ja, großartig. Ich mag das selber wieder, aber der Ostblock ist doch durch, oder kommt der wieder? Naja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, Retro ist ja gerade in, vielleicht kommt er wieder. Ja, haben wir ja mit Stranger Things, hat er ja schon sein erstes Comeback gefeiert. Ja, genau. Das ist aber eine extra Folge, die könnt ihr euch übrigens auch anhören. Da hört der Mike oder Corby über Stranger Things. Und wenn wir schon dabei sind, was man alles machen kann, bevor wir heute loslegen, denke ich ausnahmsweise wieder mal dran und sage euch von Anfang an, bevor es die Folge anhört, geht's auf Steady, abonniert uns, geht's überall, abonniert uns und liked uns und teilt uns und kommentiert. Wir freuen uns über alle Reaktionen auf die Folgen. Also das und jetzt dürft's weiterhören. Jürgen, du hast es jetzt ja gerade mit einem zauberhaften Intro gemacht und bevor ich weiterrede, sage ich jetzt mal noch, hi Mike, schön, dass du auch dabei bist, die wollte vergessen. Ja, servus und habe die Ehre. Servus Mike. Servus Mike, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Das ist echt schön. Und jetzt mache ich aber weiter mit der Einführung vom Jürgen. Das ist halt echt kompliziert. Du, mangelnde Vorbereitung. Einführung vom Jürgen. Okay. Stark. Also, Jürgen, führe ein. Dass wir räumlich getrennt haben. noch. Jürgen, führe ein. Du hast ein tolles Intro jetzt gerade zu deiner Begrüßung ablassen. Der Großteil wird sicher schon verstanden haben, was das heißt. Für diejenigen, die es nicht wissen, Jürgen, welchen Film hast du uns halt mitgenommen? Ich finde das aber großartig. Danke, kann ich für die Einladung, wenn wir in dem Podcast dann erzählen, wie ein Film, weil jeder draußen sitzt jetzt und sagt, mei, was wären sie denn für einen Filmbesprecher? Aber ich glaube, dass eure Zuhörer oder die immer wieder dabei sind, ja, spätestens schon, wenn sie bei der Folge sehen, ja, die reden über Fright Night, müssen sie es ja wissen. Also darum, wir reden heute über Lost Boys und oh Gott, ich bin raus. Richtiger Mindfuck. Ja, genau, der Mindfuck. Genau. Aber ich sag's immer wieder, dass ich unsere Hörer nicht so viel zutraue, darum sage ich es lieber in der Folge nochmal, in welchen Film das geht. Ja, das ist immer schön, wenn man seine eigenen Hörer basht. Die stehen da drauf, glaube ich, und belohnen die es dann immer mit Glocke drücken, abonnieren und kommentieren und liken. Du, 6,5 Millionen Abonnenten sprechen dafür. Ja, okay. Das ist ja schon fast so viele Einwohner, wie die Welt hat, oder? In Niederbayern schon. Ja, definitiv. Ja, bis auf den Andi Scheuer, der darf jeder abonnieren. Oh, großer Gott, der schon wieder. Ja. Jürgen, warum Fright Night? Wieso reden wir heute über Fright Night? Vielleicht habt ihr die Folge mitgekriegt haben, wo wir über Masters of the Universe Revelation geredet haben. Da haben wir uns irgendwie so verfranst und haben auf einmal von der Motu-Zeichentrickserie bei Fright Night gelandet und dann hat der Mike dankenswerterweise, der kennt den Film natürlich auch sehr, sehr gut und hat den auch schon on air abgefeiert und ich liebe diesen Film auch schon seit er eigentlich draußen ist in die Mitte der 80er Jahre und der begleitet mich schon mein ganzes Leben lang und darum finde ich es total spannend einmal mit zwei Leuten, die aus einer anderen Generation haben und den Film anders kennengelernt haben, dass wir uns da ein bisschen austauschen und dass wir vielleicht die draußen zuhören, ein bisschen ein paar schöne Infos mitgeben und ein paar Trivias zu dem Film, die man vielleicht noch nicht kennt hat und wo es dann wert ist, dass man den Film sich wieder mal zu Gemüte führt. Gemütlich mit einer Flasche Rotwein. Wobei es auch schwierig ist, weil alles, was nach 2000 an Filme rauskommen, ist ja schlecht.
Ja, das ist jetzt der Interpretationssache. Wer sagt das? Wer sagt das? Wo ist er? Wo ist er? Hä? Wo ist er? Komm Wo raus. ist er? Komm ran, Junge. Sag schön. Da redst du mal mit meinem Burm drüber, der ist ein Baujahr 91, der wird dir dann schon verzeihen, was jetzt 2000 alles so gut gelaufen ist. Und ihr wisst ja, das ist immer im Auge des Betrachters und wo man gerade sitzt und auf was man steht. Aber heute haben wir es ja praktisch, weil heute haben wir ja wirklich am 85er einen guten Jahrgang am Start. Und Oh ja. ja, und es gibt einfach über diesen Film so viele tolle Geschichten zum Erzählen und da freue ich mich schon, dass wir uns da heute ein bisschen austauschen und ein bisschen einmal so auch hinter die Kulissen schauen. Da fällt mir gerade ein, jetzt wo du das gesagt hast, Mike, der Seppi war auch so ein Kandidat, der wie gesagt hat, alte Filme sind erst einmal alt. Also unser Ghostwriter hat diesen Kommentar ablassen. Schreibst du dir das auf, weil den hau ich nächstes Mal ordentlich ins Sacki. Alles klar. Ist jetzt nachher notiert. er. Seppi, Grüße gehen raus. Ja, hast du unsere Batman-Folge noch nicht gehört, praktisch? Ja, ich höre doch alle Folgen. Also bitte. Also ich Ja, dann kennst du Seppi. dass wir nur da ein kleines Trivia machen. Die Stranger Things Folge, großartig, habe ich die abgefeiert, wie der Mike zu seinem, an der Stelle darf man halt einfach nur Kollegen nennen, sagt, was, du kennst die Goonies nicht und willst einen Podcast machen. Das habe ich hart abgefeiert, war froh, dass ich da gerade nichts getrunken habe. Und dann auch die Folge zum neuesten Jurassic World Film, 6 Minuten, wenn man gedacht, was passiert jetzt? Und an Kani sein Rant, der hat mir so taugt, weil ich direkt gehört habe, wie er am Oma da so an der Stirn, also eine ganz dicke Ader, alle weiter anschwillt und dann habe ich mir gedacht, die platzt jetzt bestimmt gleich. Die ist platzt. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt haben die Dinosaurier doch noch umgebracht, gell? Obwohl die schon vor Millionen von Jahren ausgestorben sind. Und Ja, so haben sie ausgeschaut bei Jurassic World 3. ja, darum habe ich das natürlich auch gehört. Also, Grüße, Seppi. Der gefreut er sich sicher. Der ist nämlich gerade krank. Seppi, gute Besserung für uns. Aber bevor wir jetzt so lang bemitleiden, die kleine Pussy, Jürgen, kurze Zusammenfassung von Fright Night für unsere Hörer, die den zu ihrer Schande noch nicht gesehen haben und das natürlich dann sofort nachholen. Erzähl einmal in 2, 3 Sätze, weil wir werden noch mal, weiter drauf eingehen, aber um was geht's denn eigentlich bei Fright Night? Was erwartet uns denn bei der rabenschwarzen Nacht? Ja, ein großartiger deutscher Titel, ja, das gelingt ja nicht allweil, dass man auch mal einen adäquaten deutschen Titel findet. In dem Film geht's darum, dass ein junger Kerl rausfindet, dass neben ihm ein Vampir eingezogen ist. Das passiert relativ früh im Film. Er ist unterwegs, möchte natürlich alle darauf aufmerksam machen, was da drüben passiert. Es kommt, wie es kommen muss. Keiner glaubt ihm. Er sucht sich Hilfe bei einem etwas abgehalfterten alten Horrorfilmstar und gemeinsam versuchen sie nachher diesen Vampir, den Gar auszumachen. Und das gelingt halt einfach auf eine wunderbare Art und Weise des Erzählens mit tollen Bildern. Das mag ich. So mag ich ihn als Einwandfrei. Zusammenfassungen. Corby, bitte schneid da Scheiben ab davon. Ja, Corby, Grüße. Heute haben wir, kriegt ja jeder seine Sackstellen. Unsere Hörer, der Seppi, der Corby. Heute sind wir wieder gut drauf. Ja, wenn man, besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Und wie war denn, du hast ihn ja wahrscheinlich, hast du ihn im Kino gesehen? Hast du den erleben dürfen? Nein, wir haben ja vorher gerade noch mal geschaut. Der Film hat ja heute, wo wir aufnehmen, gell, wir durchbrechen jetzt die 4. Wand, liebe Hörer, 2. August. Da ist dieser Film auf die Welt gekommen, also der wird heute 37 Jahre alt. Der Hammer. Gell. Wie wir früher so junge Buben gewesen haben und über 37 Jahre die Filme geredet haben, waren die schwarz-weiß und haben noch so ein Rauschen und ein Knistern drin gehabt. Da war ich noch zu klar, also das ist, da hätten sie mich nicht ins Kino reinlassen. Das ist tatsächlich. Was bist du für Baujahr? Ich bin 74 auf die Welt gekommen. Ah. Und ich war da, als der in Deutschland dann Premiere gehabt hat, so schlappe 12. Ja, und da haben wir haben ja bei Rambo 2 schon ein bisschen geschwitzt in dem Alter. Und dahingehend hat es auch ein bisschen gedauert. Das sind dann so Filme, die der Vater aus der Videothek mitgebracht hat. Also die Fahrt zur Videothek war ja immer ein fantastischer Ausflug für mich, gell? Weil wenn du in die Videothek eingegangen bist und die ganzen VHS-Leerhüllen da gestanden haben, mit diesen ganzen verrückten
gemalten, meistens toll gemalten Cover von irgendwelchen B-Movies, da bist du ja wieder gestanden und hast dir gedacht, boah, Alter, was geht in dem Film drin wohl ab, gell? Und, Was macht der Alter? ja, genau, die macht der Alter. Und das war dann, der Vater, das war dann oft so, dass am Freitag das ausgemacht worden ist, eine Videothek, mir leihen 2 Filme aus, weil die übers Wochenende dann billiger haben und du musst das nicht gleich wieder zurückbringen und dann kann man es vielleicht auch 2-mal anschauen. Also das war ja eine wunderbare Zeit, wenn du das überlegst, wie schnelllebig wir heute haben und wie das damals gelaufen ist. Und, Oder du hast da Sicherheitskopie schnell geschossen, oder? Nein, das Ist verjährt mittlerweile, der wirklich, ist schon verjährt. Der Podcast-Anwalt Mike. Natürlich haben sie eine Sachen früher dann mitgeschnitten worden, vor allem wenn sie eine Filme einfach einen sehr Impact dann auch gehabt haben, weil du überrascht, mein Vater hat den Film auch geliebt. Und dahingehend ist das halt passiert, ja. Und das hat ja dann, damals war das noch so, der läuft 86 im Kino und hat das ja über ein Jahr gedauert, bis so ein Film einmal in die Videothek gekommen ist. Ja. Also war das relativ spät, das muss dann so 87 gewesen sein. Und dann haben wir den Film das erste Mal angeschaut, parallel American Werewolf in London, und wir haben uns eingeschissen. Es war einfach so, weil du bist halt in die 80er, sage ich einmal, von Special Effects oder auch von einem guten Horrorfilm. Du hast ja noch nicht einen sehr Input gehabt, wie das heute ist. Also heute lachen wahrscheinlich Kids über so einen Film wie den 85er Fright Night, weil sie sagen, ja, das habe ich alles schon bei den Teletubbies oder Paw Patrol gesehen. Aber damals ist das einfach, das war was Besonderes. Und wie gesagt, wir haben uns bei dem Film eingeschissen. Ja, das, also gerade nachher, wenn es ins Finale eingeht. Aber auch davor hat er ja seine Momente. Und deswegen glaube ich, ist es dann auch so, dass sich eine Dinger so legendär für die werden, weil wenn du so gerade so 12, 13 Jahre alt bist, ist diese Wahnsinnsprägungsphase und dann vergisst du das auch nicht mehr so leicht. Und das war schon für meine Spätzchen und mir war das eine besondere Erfahrung damals, ja. Das glaube ich sofort. Ich habe den auch als relativ junger Campel, in Anführungszeichen junger Campel, ich glaube mit 13 oder 14 habe ich die Videokassetten dazu damals gekriegt. Und ich hab die leider nicht mehr. Das macht mich so narrisch, weil mir ist jetzt beim wieder anschauen wieder eingefallen, shit, das war eine von den ersten Videokassetten, die du damals gekriegt hast. Und du hast dich hergeschenkt mit der Kiste damals von Videokassetten und heute waren so viele tolle Kassetten drin von damals, aber ich kann sterben. Das ist so bitter, mir hat der damals auch so geflasht, mir hat der so gefallen, der Film. Und auch richtig grusel damals als junger Bub, das war Weltklasse. Also gruselig fand ich den nie. Ich fand nicht, also vor der Atmosphäre finde ich ihn unglaublich dicht und wirklich mitreißend, aber wirklich gruselig fand ich den nie. Was ist mit euch los? Ja, ist doch schön. Mr. Super cool. Ich finde, das ist irgendwie gruselig, wie wenn ich bei dir am Fenster klopfe in der Nacht. Oh Mann. Vor allem, wenn die Leute wissen mittlerweile, dass ich im Outback wohne, dann schießt du die Hosen sofort voll. Gibt's überhaupt Fenster im Outback? Ja, schon. Also man könnte klopfen, wenn man will, oder? Ja, kannst du schon. Okay. Aber ich müsste die dann erst hereinbitten. Aber du bist doch nicht der Besitzer des Hauses, oder? Jetzt bitte. Doch. Also. Nein, das ist Jules, gell? Das stimmt. Ich finde das selber spannend, wie diese unterschiedlichen Wahrnehmungen passieren. Ich sehe ja, was der Mike alles konsumiert, bin aber begeistert, wenn ich auf Insta so ein bisschen sein Sammlungszimmer anschaue und mir denke, Alter, wir müssen unbedingt das Kaffee nehmen, was ja da drin steht, in der Videothek aufmachen, weil das ist das natürlich klasse. Und ja, klar, aus heutiger Sicht gruselt er mich auch nicht mehr, aber damals halt so mit 13 war das schon eine spannende Geschichte. Vor allem auch die ganzen Verwandlungsszenen. Das war einfach gut gemacht. Und wie gesagt, du warst ja noch nichts gewohnt. Du bist ja schon begeistert gewesen, wenn ein Raumschiff im Kino über deinen Kopf wegfliegt. Da sagt halt auch jeder, gehen. Habe ich alles schon 18 Millionen Mal gesehen, weil das kopiert worden ist. Aber wie du schon sagst, Mike, der Film lebt ja am Schluss von seiner ganz tollen, dichten Atmosphäre und von der Chemie, die paar wenigen Hauptdarsteller da miteinander aufbauen. Das ist irrsinnig gut. Was mir da auch, weil du ja die Verwandlungsszenen angesprochen hast, also jetzt gleich mal wieder eine kleine Spoilerwarnung, mittlerweile wisst ihr es ja, aber wir haben halt einfach Spoiler raus, also
ja, ab jetzt Spoilerwarnung. Spoilerboy. Man muss auch sagen, der Film funktioniert auch, wenn man was weiß. Ja, auf alle. Muss man auch dazu sagen. Aber eben zum Beispiel, was mich eben damals auch so gruselt hat, war die Todesszene vom Evil Ed. Und Ja, zu dem müssen wir nachher noch kommen. Da ist Genau. also definitiv recht, weil da gibt's ja schöne... Und die ist eine der besten Szenen aus dem ganzen Film, weil die A, ist das halt ein unglaublich geiles Creature-Feature in dem Moment und wie er sich verwandelt und alles richtig geil handgemachte Effekte, aber was ich zeitgleich noch, was mich damals so grusel hat, dass den sein Leid so krass war, weil der so gewarnt hat und so gewuselt hat, dass dann der Peter Vincent daneben steht und eigentlich auch warnt und ihm irgendwie helfen möchte. Puh. Das war eine von den Szenen, die mich dann als junger Campe, die haben mich richtig gruselt, das hat mich richtig mitgenommen damals. Also mein Gespann ist so cool, das nimmt jeden mit. Nein, ich hab mir sogar so notiert. Also ich hab mir jetzt eben beim nochmal anschauen, also wirklich der Tod vom Ed ist ganz schön hart anzuschauen, auf jeden Fall. Muss ich da voll recht geben. Voll. Wo hast du den eigentlich zum ersten Mal dann gesehen, Mike? Ich hab mir den im Fernsehen aufgenommen. Ich hab ich weiß nicht, was werden es gewesen sein, 30 oder 40 so Leerkassetten gehabt. Und ich war der Einzige in der Familie, der dann wieder keiner bedienen hat können, sowohl daheim als auch bei der Oma. Der Hackerman. Und da ich dann Hacker, und heute weiß ich nicht, wo man bei Facebook irgendwas drucken muss, dass es irgendein Ergebnis rauskommt. Ja, genau. Hast du die Neuigkeiten weggeklickt auf der Seite? Hä, was für Neuigkeiten, wo geht denn das? Scheiße. Ja, und ich hab halt dann mir das da, ja, ich habe den Marathon gemacht in Sachen, wenn die Leute ins Bett gehen, stehe ich noch mal auf und drück dann auf Rekord und nimm mir dann Filme auf wie Die Klapperschlange oder The Gate, die Unterirdischen oder eben auch Fright Night. Und so habe ich halt dann schon in jungen Jahren eine riesige Sammlung an selber aufgenommene Filme gehabt. Und so bin ich auch dann zu Fright Night gekommen. Aber wann genau ich den gesehen habe, das kann ich leider nicht sagen. Aber ich war sehr jung. Mir fällt gerade ein, wer die Kassetten hat. War lecker, passt. Die hol ich mir wieder. Notiert. Ja, das ist auch notiert. Sag schnell, ich will den Seppi und meine Kassetten zurückholen. Passt. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, gell, wenn du gerade eben bei sicheren Oldies, sage ich jetzt einmal, die ja dann gerade auch im Privatfernsehen natürlich auf und ab gelaufen haben, weil das billige Ware gewesen ist. Leider auch oft geschnitten, gell, und darum war es schon gut, wenn man in der Nacht aufgestanden ist, weil dann hast du doch die Chance gehabt, dass die guten Szenen dann noch drin waren. Das ist total war spannend. Fright Night geschnitten? War Fright Night, hat es da zensierte Fassung gegeben, weil da bin ich jetzt, da habe ich jetzt mich gar nicht schlau gemacht, weil irgendwie man dachte, der war immer so. Also es gibt 18er Blu-rays und 18er DVDs und ich könnte mir vorstellen, dass fürs Fernsehen schon das eine oder andere nicht gerade da wie der Evil Ed oder auch der Billy Cold, dass da ein paar Sachen ein bisschen bist du da sicher? Also ich wüsste, den DVD habe ich damals auch gehabt, der war auch nur ab 16. Also ich weiß nicht, wie es dann bei der VHS war, weil da war es ja doch öfters einmal so, dass die ersten Ratings ein wenig schärfer ausgefallen sind. Aber ich wüsste, dass ich habe die DVD und das Blu-ray-Upgrade dazu, also die waren immer ab 16. Bei mir haben beide 18. Da habe ich extra mal drauf geachtet. Aber da bin ich ehrlich gesagt, man müsste da wahrscheinlich so ein bisschen parallel schauen. Das letzte Mal, wenn ich jetzt angeschaut habe ich nur schnell auf Netflix mir zu Gemüte geführt, war recht witzig, weil er in der Nacht vom 31.07. auf den 1. August aus der Bibliothek von Netflix rausgefallen ist. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass er nicht geschnitten gewesen ist. Ja. Aber das finden bestimmt ein paar Zuhörer aus und schreiben das in die Kommentare mit ein, weil ich denke mal, wir haben ja die Weisheit nicht gepachtet, sondern deswegen schmerzen wir ja da über den Film, um die Leute draußen ein bisschen zu inspirieren und dass die dann die Podcast-Macher nur ein Stückchen weit auch mit ins neue Wissen hineinführen. Bitte gern. Logisch. Wir machen doch nicht die ganze Arbeit dafür, dass keiner was zahlt. Ja, aber selber was. Aber echt, Kruzifix. Wird ja, wenn wir hinsetzen können und einen Film anschauen. Genau. 3-mal. Unfassbar. 3-mal. Wie oft hast du noch angeschaut zur Vorbereitung? Du hast nämlich schon angekündigt, du hast dann jetzt ein paar Mal noch mal zur Gemüte geführt. Wie oft hast du noch geschaut? Ich glaube, ich habe ihn 4-mal angeschaut insgesamt, weil der Film läuft bei mir sowieso mindestens einmal im Jahr und dann passiert das aber dann gerade so, wenn ich über Weihnachten Urlaub habe, dann läuft der oft auch im Hintergrund, wie früher als Kind an die Hörspielkassetten habe ich gelaufen und dann läuft der Film auch oft bei mir bloß im Hintergrund, weil ich die Musik wahnsinnig mag und auch bloß wenn ich zuhöre, weiß ich schon, was für eine Szene gerade ist und das ist so, ja, wie ich schon gesagt habe, das ist einfach so ein Nerd-Ding, das was die halt begleitet. Und darum war es für mich jetzt mal ganz spannend, das Ding einmal im Sommer anzuschauen. Darum
merci, dass wir den Termin mitten im August oder Anfang August haben. Ja, ich habe mir jetzt auch zweimal angeschaut und das erste Mal dann nochmal auf Englisch, weil den habe ich auf Englisch noch nie gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir davor geredet haben oder am Anfang von der Folge. Das Thema Synchro, die deutsche Synchro ist ja schon mal gefallen heute. Und ich finde halt die Stimme vom Evil Ed im Deutschen so ganz, ganz, ganz grausam, dass man dass man heute einmal gedacht habe, jetzt muss ich mich umschalten und muss man den auf Englisch anschauen, ob der immer so eine ekelhafte Stimme hat. Und? Ja. Nein, überhaupt nicht. Der hat einfach ganz normale. Ja, ich finde, dass der Stephen Jeffries, so wie er heißt, hat schon in den entscheidenden Szenen, wo er so aufdrehen muss, ja, und wo er so Overacting auch macht, da quietscht er schon auch sehr rum. Da ist mir aufgefallen, zum Beispiel, wenn sie wegfahren und Amy gefangen haben und er so lacht. Ja. Da hat er im O-Ton auch so eine quietschige Stimme, aber die hat er da Gott sei Dank jetzt nicht nur beim Lachen. Und wenn er in der deutschen Synchro, da redet er halt nur so. Das ist also so eine übertragene, furchtbare Stimme von dem, die Menschen, die diese Stimme gehört, der tut mir jetzt nicht leid, dass ich das sagen muss, aber die Stimme nervt mich einfach. Unfassbar. Ja, unfassbar. Grausam. Ja, wirklich, er macht das erste Mal das Maul auf und ich hasse ihn. Also wirklich unfassbar. Ich muss aber auch sagen, er ist an sich ja auch für mich der nervigste Charakter im Film. Ich denke, wenn das passiert, hat der Schauspieler oder vielleicht auch der Synchronsprecher schon viel richtig gemacht, weil er ist einfach kein Sympathieträger nicht. Und das ist ja seine Rolle im Film, weil Evil Ed ist ja der Typ, der zu keine Partys eingeladen wird. Der ist ja der Lost Boy, der spielt nicht in der Footballmannschaft. Wisst ihr, das sind ja die kennen wir alle irgendwie aus der Schule. Wir waren selber Teil von dieser Gruppe. Und da gehört der Evil Ed irgendwie so mit dazu. Und ich denke mir halt, das ist wie beim Wrestling, ja, wenn du einen richtig hast, den Heel, dann hat er einfach alles richtig gemacht, ja, das ist, und vielleicht gehört da die Synchronisation ein Stück weit dazu. Ich habe noch nie auf Englisch komplett angeschaut, weil das ist halt auch so eine Prägungsgeschichte wie mit Star Wars, das kann ich, also die alten 3 Filme kann ich nicht auf Englisch anschauen, weil das gehört für mich, die deutschen Sprecher gehören da dazu und dann wirkt es wie ein Fremdkörper, das ist total seltsam, aber er funktioniert nicht bei mir nachher und dann muss ich mich so stark konzentrieren und dann fällt mir was von der Atmosphäre, aber ich finde es spannend, dass du ein bisschen hin und her geswitcht hast, das kann ich. Ja, in dem Fall immer, also ich mag, da verstehe ich es auch, was du sagen möchtest, mit dem, dass du das nicht auf Englisch anschauen kannst. Da geht's mir eigentlich auch, weil ich ihn auch so als junger Campi gesehen habe und die deutsche Synchro gehört für mich da einfach dazu bei dem. Aber ich hab mir nämlich davor, vor ein paar Wochen erst diesen, wie heißt das dann, 967 Evil oder so angeschaut. Ja. Da ist ja auch der Stephen Jeffries dabei. Und da habe ich mir schon gedacht, die Stimme ist einfach so furchtbar, da hat er die gleiche Synchro-Stimme an gehabt. Und als ich mir jetzt nochmal angeschaut habe zur Vorbereitung, habe ich gesagt, jetzt wirfen wir noch zweites Mal rein und schauen auf Englisch an, weil mich einfach interessiert, wie denn seine Originalstimme ist. Das war jetzt mal reine Neugierde und normal bin ich da nicht so der Synchro-Nazi, aber in dem Fall ist es echt, ist den seine Stimme echt besser. Mehr alles auf Deutsch hören, nur wenn er redet, das soll dann auf Englisch sein. Ja. War ich sofort dabei. Manchmal kannst du das halt nicht aussuchen, gell? Das stimmt, ja. Das Leben ist keine Nudelsuppen. Ja. Aber der Dandridge sagt ja auch zu ihm, wenn er sie holt, dass er dann kein Außenseiter mehr sein muss. Lasst uns einsteigen mit Jerry Dandridge, weil Chris Sarandon hat ja das Ding mal mit seinem charismatischen Auftreten mit einem Hauptteil, warum dieser Vampircharakter also funktioniert, weil er vielleicht das weitertragt, das was man ja schon in die 60er, 70er Jahre ein bisschen versucht hat mit dem Vampirfilm. Also Christopher Lee ist es vielleicht nicht immer ganz so gelungen, aber man hat ja versucht, das zu sexualisieren. Ja, dieses ganze Thema, du trinkst mein Blut und Frauen, weiße Hälse, tiefes Negligé und dann passiert das Ganze. Das war sehr, sehr spannend, wie sie der Vampirfilm vom Bela Lugosi oder nur früher vom Max Schreck nachher dahin entwickelt hat. Also dass dieses reine Monster sehr attraktiv umkommt und uns täuscht und uns was vorspielt, was er in Wirklichkeit gar nicht ist. Das finde ich macht der Chris Sarandon wahnsinnig gut an der Stelle. Also ich weiß noch, wie mein Vater gesagt hat, das ist ein sehr attraktiver Vampir. Das habe ich überhaupt abgefeiert. Den gleichen Gedanken habe ich auch gehabt, als ich das zweite Mal dann jetzt nicht angeschaut habe, und gedacht, man kann sagen, was er möchte, aber dieser verdammte Chris Sarandon ist ein unverschämt gut aussehender Mann. Absolut.
Definitiv. Und er ist aber zeitgleich zu dem, dass er eben auch dieser unglaublich charmante, gut aussehende, Gott, ich muss da hinschmelzen, Typ ist er aber auch scheiß furchterregend in seine Szenen, in denen er sein muss. Finde ich zum Beispiel da die Bedrohungsszene im Zimmer, ihr wisst, was ich meine. Da haben wir gedacht, ja, passt, die hätten wir halt jetzt einfach eingeschissen. Ja. Eben, und ich finde ihn auch saugeil inszeniert, vor allem auch mit den leuchtenden Augen dann und wie sie es machen mit seinen langen Fingern. Das finde ich auch noch so richtig creepy, wenn so Vampire haben mit so lange, eklige Fingern und so. Also, er ist wirklich furchteinflößend. Aber ich kann natürlich auch die Mädels verstehen, die trepfen wie der Kisslaster, wenn er auf der Matten steht. Oh ja. Ja, weil er natürlich also ein bisschen, ich sag so, diesen lateinamerikanischen Flair mit verkörpert und wie gesagt, der Kerl hat halt einfach eine Ausstrahlung, der hat ein Charisma und deswegen ist er auch so eine tolle Besetzung für den Film. Und der Sarandon, das ist ja schon so eine der ersten Trivias, wollte ja die Rolle gar nicht haben. Das ist ja total spannend, dass das überhaupt noch passiert ist, weil er wollte in keinem Horrorfilm drinnen sein, er wollte nicht als Vampir dann auch noch in dem Horrorfilm, also sprich er als der Hauptbösewicht und das Hauptmonster. Und dann, was ihn halt auch noch so abgeschickt hat, ist, dass er mit einem Regisseur zusammenarbeiten muss, der das erste Mal quasi einen Film macht. Und dann hat mir ihm das Skript gegeben und dann hat er kurz reingelesen und er hat gesagt, nach 10 Sekunden hat ihn das gehabt, das Ding. Ja? Und er hat sofort eine 180-Grad-Drehung gemacht, hat seinen Agenten angegriffen und gesagt, ich will in diesem Film mitspielen, weil das Skript so stark gewesen ist in seine Augen. Er hat seine Frau, jetzt habe ich nämlich auch gelesen, das Interview, wo er dann gesagt hat, er hat seine Frau einfach nur angeschaut und gesagt, fuck, da muss ich dabei sein. Ja, und ich finde das aber so großartig, wenn das so Schauspielgrößen auch mal offen und ehrlich zugeben, ja, wo so eher eine Bedenken haben, warum es eigentlich gerade so im Horrorgenre so ein bisschen vorsichtig sind und nicht gleich alles annehmen, weil du natürlich, glaube ich, dass das für einen Schauspieler nicht allweil einfach ist, wenn du dann in diese Schubladen reingeschoben wirst. Gell? Und an der Stelle hat er aber, glaube ich, sehr schnell gespürt, dass der Film mehrer ist als wie irgendein Vampirsblätter. Und man sagt ja an der sympathischen Rolle vom Peter Vincent, wie schnell dass du in der Schublade geschoben wirst, wenn du in Horrorfilmen mitspielst, gell? Ja, definitiv. Und mir fast aber behauptet, also den wegen Chris Sarandon, apropos Vampirsblätter, er hat ja dann ein paar Jahre später noch in dem Geschichten aus der Gruft Kinofilm Bordello auf Platten mitgespielt. Ja. 96. Das ist ja, wo wir wieder beim Thema Vampirsblätter sind, da ist er auch mit dabei. Den habe ich erst einmal gesehen und es ist ewig her, das weiß ich gar nicht mehr, dass er da dabei war. Schon, ja. Mit Ritter der Dämonen kann er nicht mit. Nicht? Nein, kann er nicht. Da ist er zu überdraht und Ding und Ritter der Dämonen ist wirklich ein eiskalter, cooler Horrorfilm. Ja, aber das zu einer anderen Folge. Ja, ja, ich glaube, das war dann auch ein bisschen so seine schafferische Talsohle. Gell, und dann bist du wahrscheinlich als Schauspieler, der braucht auch sein Income, dann kommst du doch irgendwann einmal in die Situation, wo du nicht mehr derjenige bist, wo du sagst, ich suche aus. Ja. Und der hat dann später, was ich sehr spannend gefunden habe, in der Serie vom J.J. Abrams in Felicity dann plötzlich mitgespielt, wo ich mir gedacht habe, was ist jetzt kaputt? Der Held meiner Jugend, ja, der Badass überhaupt, der Vampire, spielt da einen Universitätsprofessor, aber so zeichnet das gute Schauspieler einfach aus. Diese Wandlungsfähigkeit. Und das zeigt er in dem Film. Komplett, ja. Er spielt, also wirklich, dieser Vampir ist für mich einer der besten Vampire, die auf der Leinwand, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn ich es nur im Fernsehen gesehen habe, bisher erlebt habe. Absolut. Wir finden da mal kurz einen Vergleich. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt. Ich nicht mehr so richtig die Darstellung von Colin Farrell im Remake. Wie findest du das im Vergleich? Ich fand das Remake allgemein gelungen, muss ich sagen. Für das, was er ist, war er sehr anständig. Und Colin Farrell kommt anders rüber. Der strahlt aber im Endeffekt dasselbe aus. Also ich finde, er macht es anders, aber trotzdem passt er in die Rolle, finde ich, sehr gut rein. Ja, ich habe den nämlich auch als gelungen in Erinnerung, aber nur damals zum Kinorelease gesehen und seitdem nimmer und kannst ihm nimmer sagen, ob ich geblendet wurde oder ob er wirklich gut war. Ich weiß gerade noch, dass ein paar CGI-Geschichten sehr fragwürdig waren und wo er das Loch grabt mit den Plastiksteinen, die wo man dann direkt wackeln sieht und so. Aber so vom ganzen Ding her fand ich den sehr gut.
Da muss ich wahrscheinlich doch noch mal anschauen. Heben wir uns dann auf, komplette Friday Night Franchise, inklusive Remakes, durchballert. Ich hab die rote Linie noch nicht überschritten. Ich hab das Remake noch nicht angeschaut, weil ich das Bedürfnis nicht gehabt hab, weil ich mir denke, das Original ist so gut. Ich hab nicht aufs Remake gewartet. Ich warte da auf den dritten Teil oder sowas, ja. Und die Frage ist, warum muss man heute in Hollywood wieder alles von vorn erzählen? Aber wir haben jetzt schon einige gesagt, nachdem ich erzählt habe, dass wir heute ein bisschen über Friday Night reden, haben viele gesagt, und da ist das Remake auch sehr gut und den musst du unbedingt anschauen. Der macht Spaß und ist gut aufgesetzt und Peter Vincent ist so schön modernisiert und das war auch wichtig und ich werde jetzt neugieriger. Mal schauen. Ja, ich kann, also wie gesagt, wenn er wirklich nur so, und auch wenn es der Mike jetzt nochmal gesagt hat, dann glaube ich, war er wirklich gar nicht so schlecht damals, weil ich bin aus dem Kino zufrieden gestimmt ausgegangen damals, das weiß ich noch. Ja, aber wo du gerade sagst, der neue Peter Vincent, das ist eher eines von den Problemen, die ich mit dem Remake habe, weil der eben zu krass rüberkommt mit seiner Las Vegas Show und so. Und das ist ja einer von der Doctor Who, also irgendein Doktor, ist das auch gewesen. Kenne ich mich nicht so aus. Ja. Auf alle Fälle war das mir zu drüber. Also das war dann eher weg von der Horror-Grusel-Film-Ikone, sondern eher zu so einem Las Vegas Showman. Und das fand ich sehr befremdlich. Wenn wir mir die ganze Zeit vom Peter Vincent reden, sagt's doch mal unsere jüngeren Hörer, die nicht wissen, an wen ist denn der Name angelehnt. Warte nur schnell, kann ich, weil ich finde, dass wir beim Jerry Danrich noch zwei Sachen der Jürgen lässt mich halt nicht. Ja, ich weiß schon, weil das so spannend ist, nämlich mit der deutschen Synchro. Weil vorher habt ihr über den Evil Ed ein bisschen gesagt, oh, Alter, der geht drüber. Und beim Chris Sarandon haben wir ja Norbert Langer drin. Und die 80er-Kinder wissen das ist die Hauptstimme vom Magnum, Tom Selleck mit die zwei Dobermänner und der Rudi Ferrari und das ist halt die Stimme. Ich habe aber ewig lang braucht, ganz ehrlich, durch das, dass diese zwei Charaktere so unterschiedlich haben, bis ich das einmal geschnallt habe als junger Kerl, dass wir da den Norbert Langer ja drin haben. Und finde ich super spannend, vor allem weil er ja dann noch in die Hörspiele von Masters of the Universe an He-Man spricht. Also da sieht man, wie vielschichtig, dass diese Synchronschauspieler letztendlich haben und was die für einen guten Job machen, weil sie sich in den Charakter versetzen müssen, ohne dass Requisite und oft auch kein Gegenüber haben. Und das finde ich sehr, sehr gute Synchro. Mir gefällt auch da im Original das mit dem Fright Night gar nicht so gut, sondern da macht's der Norbert Langer viel schöner, wenn er sagt, willkommen zur Sendung Fright Night. Und dann bringt er nur den schönen Nachsatz, und zwar live. Und das bringt er, im Original kommt das gar nicht so gut wie da zum Beispiel in der Synchro. Und da macht der wahnsinnig guten Job. Das stimmt, genau diese Betonung jetzt, was du sagst, das ist mir ist das nämlich auch beim zweiten Mal auf Englisch schauen auch aufgefallen, dass da irgendwas anders ist. Aber jetzt erst, was du sagst, fällt mir auf, was anders gewesen ist, dass dieses Fright Night komplett anders betont war. Ich sag ja, ich brauche jetzt eigentlich auf Deutsch bis auf den Evil Ed, den sollen wir auf Englisch drin lassen. Mal schauen, ob man irgendwas zusammenschneiden kann. Ja, und der Chris Sarandon hat was Schönes gesagt über den Film, weil er hat gesagt, the movie has fun with the genre, but doesn't make fun of it. Und das sagen die Darsteller, wenn die heute noch zusammenkommen, ist so auch das kleine Geheimnis, warum der Film so gut funktioniert, weil er sich nicht über den Vampirfilm oder über das Horrorgenre insgesamt lustig macht, aber sie haben Spaß im Film. Und das merkst du die ganzen Schauspieler die ganze Zeit an. Und gerade der Chris Sarandon ist ja einer der erfahrenen Schauspieler gewesen in dem ganzen Ding. Und ich finde den Satz von ihm recht schön, weil er sagt, wir haben uns nicht über das Genre lustig gemacht, sondern wir haben mit dem Film Spaß gehabt. Und deswegen haben wir alle so in dem Film emotional also gut verankert. Ja, weil es eher Hommage ist an die 70er Jahre oder das klassische Vampir-Thema und kein Persiflage. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, definitiv.
Was auch noch spannend, letzte Anekdote, dann hupft man weiter zum Peter Vincent, der Tom Die Leute sind Holland. schon ganz heiß, seitdem ich so gekündigt habe. Die Leute flippen schon aus Ja, am linken Rad, wenn sie gerade in der Arbeit fahren und sagen, was ist mit dem Namen Jürgens, lasst uns halt endlich wissen. Die werfen schon die Unterhosen auf die Bühne. Nicht schon wieder. Der Tom Holland war ein sicherer Hund, damals schon, weil er die Schauspieler gesagt hat, ihr schreibt selber eine Background-Story über euren Charakter. Das macht nicht ich, sondern ihr schreibt ein bisschen, wo kommt der her, was bewegt den, wo ist der unterwegs, und der Sarandon hat sich nachher mit Fledermäusen beschäftigt. Der hat wahnsinnig viel Vampir-Literatur gelesen und hat natürlich Dracula gelesen und war da sehr tief drin, und dann hat er herausgefunden, ja, nur 10% der Fledermäuse sind Vampirfledermäuse. Alle anderen sind letztendlich Obstfresser. Ja. Und dann war das eben seine Idee, dass er gesagt hat, lass uns doch das so machen, dass dieser Vampir gern Äpfel isst. Und der Tom Holland ist am Set, hat das hart abgefeiert, und plötzlich passiert es, dass diese Requisite, die nicht im Drehbuch ist, aber Teil des Films wird und diesen Vampir noch mit zusätzlich so eine schöne Charaktertiefe irgendwie gibt. Oder jeder weiß das. Jedem fällt das auf. Vor allem sein Biss ist natürlich, gell, der hat sein Blenderdent regelmäßig genommen und man sieht ja einmal, wenn er in den Apfel reinbeißt, wenn er den so wirft, weil er ja einen Charlie aus der Reserve locken möchte, und der, wenn einmal reinbeißt, ist 5 Sechstel von dem Apfel weg. Und das ist einfach eine tolle Geschichte. Also, wo man eben meint, alles ist Gott gegeben, ist im Storybook mit drin, oder im Drehbuch schon verankert. Nein, in dem Fall haben lauter so Kleinigkeiten, die aber dann den Film nochmal, runder machen, die kann von den Darsteller kommen. Also ich mich halt nicht so tief einbeißt den Apfel, da friss ich einen Putzen mit. Das haben wir einmal gedacht. Wenn wir da für gebeißten so dir Weine die ganzen Kernel mitgefressen, für Teufel. Ekelhafter. Ja. Ja gut, aber wer möchten der Ding, der Wirtskosten, der Massi, oder, von schrecklich nette Familie und am Hals umeinander knabbern, das möchte ich auch können, das tut auch der Assi. Also bitte. Aber zu der Zeit hat es aber gut ausgeschaut, muss man das sagen. Stimmt auch wieder, ja. Aber jetzt hört auf, dass wir zu den nächsten gehen. Leute, wie gesagt, die beißen schön Linkerlei. Jürgen, sag einer. Ja, genau. Peter Vincent. Also wir haben jetzt Dracula vorgestellt, weil es da schöne Parallelen gibt. Jetzt kommen wir zum Van Helsing. Wir kommen zu dem großartigen Roddy McDowall, der den furchtlosen Vampir-Killer spielt. Peter Vincent, synchronisiert vom großartigen Reinhard Klemnitz. Das ist gerade in die 70er, 80er Jahre hat der wahnsinnig früher in deutsche Produktionen mitgespielt, ist ein Schauspieler, den man kennt hat, und der aber auch viel Synchro-Geschichten übernommen hat, unter anderem auch Vincent Price, soweit ich mich erinnern kann. Da kommen wir schon zu dem schönen Easter Egg. Der Name setzt sich zusammen des Vampirkillers, also Peter Vincent, von Peter Cushing, der ja bei die Hammer Studios meistens immer einen Van Helsing gespielt hat. Das eine oder andere Mal einen Baron Frankenstein. Und vom anderen großen Horrordarsteller der 50er, 60er Jahre, Vincent Price. Und somit haben wir diesen Kunstnamen gebildet, Peter Vincent. Und Tom Hollands Vorstellung war ja, dass er eigentlich einen Vincent Price haben wollte, weil das sein Jugendhorrorheld gewesen ist. Aber zu der Zeit war der Vincent Price nicht so gut beieinander, so wie es am Mike jetzt gegangen ist die letzten Wochen. Ja. Und ist ihm leider nicht zur Verfügung gestanden. Und somit hat der Roddy McDowall diese tolle Rolle gekriegt. Und wahrscheinlich war es sogar gut so, dass... Ja, das sehe ich auch so. Ja. Der war zu präsent gewesen. Ja. Das sage ich auch, ja. Und das Ängstliche da, das er damit einbringt, das hätte man, glaube ich, an Vincent Price nicht so abgekauft. Also diese Rolle, die Rolle, wie es der Roddy McDowall da spielt, ich finde, das ist also ein kleines Highlight für mich aus dem Film, weil ich schaue ihm so gern zu, er ist ein unglaublich sympathischer Kerl.
und spielt halt jetzt einfach alles so geil, wenn er Angst hat und er immer ein bisschen, finde immer so ein kleiner Ticken drüber, dass du sagst, okay, aber es passt noch. Es ist nicht im Aufwecking drin, aber es ist schon ein Ticken drüber. Mir gefällt, dass es dort wieder spielt. Ja, das ist, der tragt einfach, obwohl er, ich sage mal, relativ spät im Film auftaucht. Also wir senken schon gleich am Anfang, aber dass er die Tiefe kriegt, finde ich, tragt er unglaublich viel und ja, und schafft es halt auch immer wieder, dass du schmunzeln musst während des Films, der doch ein bockernstes Thema hat. Und das ist wahrscheinlich der Kunst vom Roddy McDowall zum Tragen, der sich ja auch ein Stickerl weit in dem Film selber spielt, ja, diesen abgehalfterten Horrorschauspieler, dem die Zeit davonläuft, wo kein junges Publikum mehr nach ihm kräht, weil jeder sagt, mein Gott, wir haben diese ganzen 50er, 60er Jahrkamellen, die haben wir einfach alle dick, verschon uns damit. Und das hat er mal in einem Interview gesagt, der hat dann alle wieder das Skript durchgelesen und hat gesagt, bin das ich. Ja, weil der war der große Star im Planet der Affen. Da hat ihn halt keiner erkannt, weil damals die Schminktechnik schon so großartig war. Also der alte Planet der Affen, bitte liebe Zuhörer, auch mal anschauen. Das ist da, wo der Charlton Heston noch cool war und nicht so ein Waffen-Nazi, wie er heute ist. Der alte Depp, muss man ja wirklich einmal so sagen. Und der war ja schon Kinderdarsteller, der hat bei Lassie schon mitgespielt und der hat alle diese Ups and Downs in seiner Karriere mit drin gehabt, ja. Wieder dann mit der Elizabeth Taylor in Cleopatra gespielt und ist mit der auch sehr eng befreundet gewesen, bis McDowall dann leider gestorben ist. Und Untergang der Poseidon, also man hat den immer gesehen und das war einfach einer, der hat's drauf gehabt. Der hat gewusst, wie es Schauspielern geht, der hat aber auch kennengelernt, wie das einmal ist, wenn du vielleicht gerade nicht so gefragt bist in Hollywood. Und das setzt da ganz stark, wie du schon gesagt hast, auch in dem Fright Night wie das wieder selber spielt, das abgehalfterte. Also geil, wenn es dann heißt, ja, möchtest du ein Autogramm? Nein, mach ich nicht. Was darfst du denn dann von mir wollen, wenn du kein Autogramm möchtest? Das ist der geile Satz, der geile überhebliche Satz. Was darfst du denn dann von mir wollen? So geht's dir auch, oder kann ich, wenn du nachher bei Spielberg ins Kino gehst? Nein, weil bei mir wollen sie in der Regel ein Autogramm. Also ich kenn's nicht anders. Tatsächlich. Aber ich kann die Reaktion kann ich nachvollziehen. Ist euch eigentlich aufgefallen, ganz am Anfang, wenn der Brewster mit der Amy umeinander macht, dann läuft ja da so ein Film vom Vincent und dann zirkt er den Pflock auf und hält den Verkehr drum. Ja. Ist das Absicht? Was? Hast du da irgendwas dazu gefunden? Ich habe da nichts gefunden dazu. Oder hat er den aus Versehen verkehrt rum gehabt? Ja, also soweit man das den Quellen glauben kann, war das von McDowall schon Absicht, dass er dem so was Tölpelhaftes schon da gibt, dass der Zuschauer irgendwie das Gefühl hat, ja, wenn der mit einsteigt, dann kann das ja nichts werden. Ja? Wenn der da ein Vampir, der ja dann im Laufe des Films der Jerry Dandridge wird ja unglaublich stark dargestellt, also fast schon übermächtig, und wo du denkst, okay, wenn jetzt er kommt, wissen wir, wie das ausgeht. Und das ist eine recht schöne Szene, weil sie sich da alle drüber lustig gemacht haben, und das hat man erst im Nachhinein in der Postproduktion gesehen, dass der McDowall da den Pflock verkehrt herumhält. Und man hat das drin lassen, weil man das hart abgefeiert hat, weil man gesagt hat, so ein Sauhund. Hat er uns da in Anführungszeichen auch angelegt. Und ja, der Tom Holland hat schon gewusst, warum er ihn wollte, weil er hat die Klasse von 1984 angeschaut und da spielt der Roddy McDowall auch mit. Und aufgrund von seiner Performance in dem Film hat er gesagt, okay, Vincent Price kriege ich nicht, hol mir einen Roddy McDowall, der ist sehr eng befreundet mit Vincent Price. Dann habe ich, glaube ich, einen hervorragenden Ersatz und einen sehr erfahrenen Schauspieler am Set. Und er hat ja später dann irgendwann auch wieder beruhigt schlafen können, weil er doch einen Vincent Price mit getroffen hat, und er hat ihm gesagt, dass er am Fright Night sehr gut gefallen hat. Ja. Da war er sehr glücklich und war aber dann auch wieder betrübt, dass er nicht nach Autogrammen gefragt hat. Sagt der Holländer, dabei sind wir heute noch ein Arsch. Ja, das kann ich auch einen Vincent Price treffen und kein Autogramm mitnehmen. Das so aufgeregt. Verfolgt er ganz Leben. Also das ist als Satz mit, von dem kannst du mit. Also Leute, denkt's dran. Ja. Fürs Biber-Kino, Plattl-Kino, Eckenverein-Kino, überall bin ich mal vertreten. Ich unterschreibe gern, vor allem auf Brüsten, auf Männerbrüsten. Autogramme pflastern seinen Weg.
Ja, genau. Und Brüste, Männerbrüste vor allem, an Mike seine. Oh yes. Dann ist er wieder krank. Okay? Weil dann möchte er den Schmutz Dann hat er wieder- abwaschen in der Dusche und kriegt Genau. ihn nicht weg. Oder wieder ein Allergieschock. Oh Gott. Ich kann nicht so ins Detail gehen, von was du dann Allergieschock kriegst bei mir. Aber machen wir jetzt halt nicht. Ja. Gehen wir, Nein, machen wir nicht. Hupft man gehen wir weiter. lieber weiter. weil- Zu wem magst du den Hupfer? Natürlich kommt jetzt der nächste wichtige Darsteller, ist der Charlie Brewster, weil gerade wenn wir dann vielleicht einmal noch mal die Zeit finden, über Fright Night 2 zu sprechen, ist das, glaube ich, auch eine ganz eine tolle Casting-Entscheidung gewesen, dass man den William Ragsdale da dafür genommen hat, weil er ist eigentlich der Hauptprotagonist und ist derjenige, der letztendlich im Zimmer sitzt, wie habt ihr ja schon gesagt, er war recht stierig mit seiner Freundin rummacht und an der Stelle dann plötzlich entdeckt, dass neben ihm jemand einzieht, die einen Sarg im Keller abgetragen. Und auch da wieder tolle Anekdote, dass Ragsdale überhaupt die Rolle gekriegt hat, weil eigentlich wollte der Charlie Sheen das spielen. Und Was, der Charlie Sheen? der Charlie Sheen war damals, das war 85, der war da aufstrebender, auch junger Campi, und wir wissen alle, wie der Charlie Sheen ausgeschaut hat, wie er noch gut ausgeschaut hat und dann nicht so viel gesoffen schaut hat. immer noch gut aus. Ja, für Immer das, noch gut. was der konsumiert, hast du recht. Das ist schon, gell, da hat er sich gut gehalten. Da hat das ist halt, dass er sich selber konserviert. An der wollte das gern haben und der Tom Holland hat ihn angeschaut und hat gesagt, Alter, du schaust einfach zu gut aus. Du bist so gut aussehend und so charismatisch und ich möchte halt eigentlich einen schon, der gut ausschaut, aber nicht so special ist wie du. Ja, ich brauche an so einen handsome Guy und so einen Typen von nebenan. Und da ist man halt auf den Ragsdale nachher gekommen. Der hat kurz vorher für den Film Mask vorgesprochen, die Maske, mit Eric Stoltz und mit der Chair. Und da hat er den Die Maske. hat er den Film nicht gekriegt, die Rolle nicht gekriegt. Ja. Und der Casting-Direktorin ist er aber im Gedächtnis geblieben und die hat dann gesagt, pass auf, Tom, ich glaube, ich hab den richtigen, was du suchst. So ein bisschen handsome Guy, aber dann doch wieder dieses Allerweltsgesicht, wo du sagst, ja, der kann eigentlich auch neben mir wohnen. Gell? Ja. Und das, Ich hab den früher öfters verwechselt mit dem Zach Galligan von Gremlins. Ja. Weil die vom Typ her haben die so ähnlich, aber gut, wenn wir dann noch mal wegen tiefer in die Materie eintaucht haben, kriegt man dann schon raus, dass es so unterschiedliche sind, aber so Im Drüberschauen kann man sich täuschen, gell? Ja, schon. Aber das stimmt, ich hab das auch eine Zeit lang gemeint. Hey, cool. Ja. High five. Ja, voll. Au! Und ja, auch hier wieder, also man merkt, Roddy McDowall war nicht vorgesehen für die Rolle. Chris Sarandon wollte am Anfang eigentlich gar nichts damit zum tun, hat sich aber dann über das Skript dann catchen lassen und da war Charlie Sheen einer, der wirklich an der Tür gekratzt hat und gesagt hat, ich möchte gern diese Rolle spielen und tatsächlich kommt jetzt halt einer, der gerade frisch von der Schauspielakademie in San Francisco runtergepurzelt ist und so seine ersten Engagements gesucht hat, kommt jetzt in dieses Filmprojekt mit ein und wird im Deutschen synchronisiert, jetzt kommt die bayerische Phase, Udo Wachtfeitel. Gell? Wer kennt ihn nicht? Tatort-Kommissar, jeder liebt ihn. Und Der Tatort. Tatort. Und man hört gar Kriminaler. nicht raus. Du musst so genau hinhören, dass du sagst, wow, das ist der junge Wachtfeitel. Gell? Und Ich beim Synchronsprecher bin ich ganz, ganz schlecht. Ich kann da nicht einen einzigen Song und in der Regel hockt man da und dann heißt es so, hey, das ist doch die Stimme von dem und dem. Ja, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht merken. Wenn es manche Leute mit Namen geht's mir mit Stimmen. Ich kann mir das nicht merken, von wem ich welche Stimmen gerade höre. Ich bin froh, wenn ich einen Corby und einen Mike auseinanderhalten kann. Ja. Oder jetzt reicht's zwar gerade. Mir geht's da ähnlich. Der einzige, was ich wirklich kenne, ist der David Nathan, der so viele Hörbücher spricht vom Stephen King und dann auch die Synchronstimme, glaube ich, ist vom Johnny Depp. Aber sonst bin ich da auch raus. Außer bei Fluch der Karibik. Gell? Da haben wir ja einen anderen. Da ist er nicht die Standardstimme. Und das ist aber das ist eine andere Geschichte. Der Streit um die Bezahlung der Synchronschauspieler.
Total spannend, ja. Also der William Ragsdale, und man sieht in dem Film, was in der kurzen Zeit, was er und Peter Windsor, also diese beiden Charaktere, was die für eine tolle Beziehung miteinander aufbauen. Gerade eben auch dann, wenn das große Finale mit ansteigt, da denkst du, das sind welche, die kennen sich schon ewig. Und ich finde, das ist eine ganz große schauspielerische Leistung von beiden Seiten. Und im zweiten Teil wird das nur intensiver. Also da ist ja eigentlich nur schön. Manche Leute vergleichen das oft zwischen Doc Brown und Marty McFly, und manche Sätze haben ja auch parallel gleich. Also da kannst du links, rechts abspulen und sagst, da genau. Weißt du, wer Mike, du? Entschuldigung. Nein, passt schon. Lass da weiter. Weißt du, wer von unserer Besetzung auch am Brewster spielen wollte? Nein. Hast du es gelesen? Der Stephen Jeffries wollte auch gern die Rolle von Charlie Brewster und war er dann ganz entsetzt, warum er einen Evil Ed spielen soll, wie es auf das käme und dass ihm die Rolle besser passen hat. Den scheinen Spiegel! Ja, weil er war ja der Meinung, er hat nämlich vorher in einem Film mit Amanda Beers gespielt, und da waren sie eben ein Pärchen. Und jetzt hat er gemeint, das wiederholt sich. Er hat sich recht gefreut, ich darf mit der Amanda wieder einen Film drehen, weil wir haben kurz vorher ja miteinander schon ein bisschen was abgeliefert, und ich darf wieder den Love Interest von ihr spielen. Habe ich schon drauf, ja, Gmadi Wiesen, so auf die Art. Und in Wirklichkeit hat man ja einen ganz anderen gesucht. Und auch er ist ja wieder derjenige, der durch Zufall an die Rolle angekommen ist. Also das ist ja auch wieder mega witzig. Kupft man gleich mit zum Evil Ed, oder? Zum Teufel. Der Evil. Ich muss gerade noch ein Ding, die Anfangsszene, die wir jetzt schon mal angesprochen haben, der Charlie und Amy machen drum, im Fernsehen ist der Peter am Start, die Amy ist nach einem Jahr endlich bereit, dass sagt, Charlie, jetzt darfst du einnudeln bei mir, er ist aber dann abgelenkt von dem Sarg, dann ist sie saulästig, weil er nicht einnudelt bei ihr und haut ab, und dann, was tue ich natürlich als Frau, oder was heißt als Frau, natürlich als Frau, was tue ich als Pärchen im Haus von meiner Schwiegermutter, renne ich über Treppen runter, während sie im Wohnzimmer sitzt und schrei ganz laut, erst willst du mit mir schlafen und jetzt, wenn ich mit dir schlafen will, dann schläfst du nicht mit mir. Ja, Falle, das machen wir auch noch her, dass ihr es da oben gerade umeinander machen wollt. Was ist denn eigentlich mit dir, du Rimpfviech? Und dann hast du das aber nicht nett, dass du sie nicht zur Tür gebracht hast. Nein, es ist nicht nett, dass du es nicht genudelt hast. Das war viel schlimmer. Aber mehr wollte ich zu dem Thema gar nicht sagen. Ja, jetzt können wir gerne zum... ist ja ein anderer Film geworden vielleicht auch, weißt du? Also, dann waren es keine Ja, Rabenschwarzen-Nächte geworden, sondern, was weiß ich, irgendein Pornostreifen. Aber das ist jetzt gut, dass wir jetzt zum Stephen Jeffries kommen, weil das ja ein hochinteressanter Typ ist und spielt ja da den Evil Ed, und für mich ist es der heimliche Hauptdarsteller, ja. Synchronstimme hin oder her, weil er, finde ich, einen ganz einen tollen Auftritt zweimal in dem Film drin hat und das so spielt, dass du eine Gänsehaut kriegst. Also wenn du nicht direkt ein dumpfer Volldepp bist, ja, dann kriegst du da eine Gänsehaut und vielleicht drückt es da mal ein Tränchen rein. Der Stephen Jeffries ist ja einer gewesen, der hat den gleichen Agenten gehabt wie der Anthony Michael Hall, den kennt man vielleicht vom Breakfast Club. Ja, da spielt er diesen jungen, blonden Nerd, und die beiden haben den gleichen Agenten, und der Agent hat ein Casting verwechselt, ja, und hat den Stephen Jeffries zu dem Film hingeschickt, Weird Science, gell? Wie heißt der auf Deutsch? Lisa, der helle Wahnsinn. Genau. Zu früh aufgelöst. Das ist einfach, ich liebe deutsche Filmtitel, gell? Aus Weird Science wird Lisa, der helle Wahnsinn. Ja, seems legit. Toller Film. Großartig. Und jetzt steht der Stephen Jeffries da dort, und jetzt haben wir wieder bei dieser tollen Casting-Agentin, die Jackie Birch, und sagt, hey, du bist aber nicht Anthony Michael Hall. Und dann sagt er, nein, bin ich nicht. Und dann sagt ja, dann ist da eine Verwechslung, weil wir brauchen eigentlich wir wollen den casten für den und den Film. Und in dem Augenblick ist der Stephen Jeffries bei der Jackie Birch hängen geblieben. Und als es dann um die Besetzung von dem Evil Ed nämlich gegangen ist, hat sie sich wieder erinnert und hat wieder zum Tom Holland gesagt, pass mal auf, da habe ich jemanden für die. Und diese Jackie Birch ist eine hochinteressante Person, weil die hat in die 80er und in die 90er Jahre wirklich fette Filmgeschichten
letztendlich hat die Castings gemacht, ja, so wie Stirb langsam, Predator, Red Heat, da sind einige Meilensteine dabei. Und wenn du da natürlich mit einer sehenden Person Kontakt hast oder wenn du bei der auf der Liste stehst, glaube ich, ist dieser Schauspieler in Hollywood schon mal relativ viel Vitamin B, gutes Vitamin B. Mhm. Und somit ist der Jeffries an die Rolle angekommen. Und total spannend. Ich nenne ihn alle, wenn du ihn mit Dracula vergleichst, wir haben ja jetzt einen Charlie, der ist der Jonathan Harker, er ist ja für mich die Lucy Westenra, gell? Weil sein Schicksal ja ähnlich heftig zu Ende geht. Mhm. Und er so diese Rolle ausfüllen muss, dass es im Endeffekt auch ein Opfer gibt und du nur mal siehst, wie mächtig der Vampir ist und was da passiert. Und da ist halt der Evil Ed ist da prädestiniert dafür. Und er spielt das auch toll. Ja. Und er ist ja da sehr wichtig, weil er halt auch die Regeln etabliert für Leute, die sich vielleicht jetzt da mit Vampire und so nicht so gut auskennen. Oder es gibt ja verschiedenste Regeln, auf die ein Vampir hören muss in verschiedenste Filme. Ja. Aber er gibt halt jetzt da die Regeln preis für den Film im Endeffekt. Super, ja, er ist so ein Stück weit der Questgeber, Ski. Mike, du hast recht, weil das ist so, Holland orientiert sich an dieser Dreiakt-Thematik und gerade so am Anfang werden alle wichtigen Protagonisten eingeführt und es wird so ein bisschen auf die Quest hingearbeitet und das Regelbuch wird halt einfach aufgestellt, damit der Zuschauer dann am Ende nicht so, aber das war aber jetzt ein totaler Schmarrn, warum machen sie denn das so? Habe ich ja gar nicht gewusst. Also, ihr wisst ja, also wenn man ja in der heutigen Zeit, wenn das dann irgendeinem Regisseur oder einem Drehbuchautor nicht gelingt, die Leute fragen ja heute nur ekelhafter nach, als wie das in die 80er Jahre gewesen ist. Aber dahingehend, da hast du vollkommen recht. Da ist er nimmt er schon am Anfang eine wichtige Rolle ein. Ja, und wie du auch schon gesagt hast, man schaut sich eigentlich seine Rolle an, er spielt so den vermeintlichen Kasperldienst in jedem 80er-Film dabei aus, hat aber dann dafür auch wirklich die zwei emotionalsten Szenen, will ich sogar behaupten, mit drinnen. Ja. Wir haben es ja am Anfang schon mal kurz angesprochen, das ist ja sein unglückliches Ableben, nehmen wir es einmal. Was war für was war die zweite? Lass uns da, wenn wir schnell dann noch durch den Film so durchhupfen zu seinen Meilensteine, da darf ich gerne noch mal was dazu sagen, weil die Szene einfach Bei der ersten jetzt oder bei seinem bei der Ableben? ersten, also die ist für mich mit, weil wir haben ja den Schlussakt, der ist ja fulminant, das ist ja schon fast wie wenn der Tarantino das inszeniert hätte, weil da geht's ja wirklich Schlag auf Schlag und es spritzt. Ja, und das ist ewig. Das Finale ist ewig. 40 Minuten gefühlt. Ja, genau. Ich habe ja geschaut, ich glaube 40 oder wie ich dann gesehen habe, okay, jetzt geht's los und dann dauert er nur 40 Minuten. Unfassbar. Toll, ganz toll. Richtig stark und nie langweilig. Ja. Und darum hat er da eine ziemlich gute, glaube ich, also für mich ist das neben dem Finale die stärkste Szene im Film. Schauen wir noch mal drauf. Stephen Jeffries ist noch ganz interessant, der ist dann in die 90er aus dem Hollywood-Bereich ein wenig ausgestiegen und ist dann in die Pornoschiene umgesiedelt. Hat sich einen Namen als Pornodarsteller gemacht. In echt? Ja, in echt. Und hauptsächlich Gay-Pornos, also da hat er lang gearbeitet, bis er dann... habe ich ja erst... Deswegen. Nein, ja, genau. Jetzt, das ist der aus meinem Lieblingsfilm. Ja, genau. Wieder geheißen, der Seaman Training Gay. Ja, siehst du das? Du hast das Transsexual Prostitutes, Black Man, White Man, Buff and Gay, Buttblazer. Ja, genau, kenne ich doch alle. Das sind alles Evergreens, die man immer wieder anschaut. Absolut, die laufen einmal im Jahr. Mindestens. Die hat man auf seinem iPad gespeichert. Ihr Logo, Weihnachten rum halt. Und genau, da hat er dann einmal in die 90er ist er dann raus und ist erst so Anfang der 2000er wieder zurückgekommen. Und das habe ich sehr spannend gefunden, dass jemand, der, sage ich mal, in der Pornobranche dann so drinnen ist, dass der das dann doch auch wieder schafft, dass er, sage ich mal, jetzt im unteren Hollywood-Kino wieder seine Rollen kriegt und auch da ein paar legendäre Rollen letztendlich mitnehmen kann. Und ich denke mir auch, dieses Image irgendwie abschütteln kann, weil wahrscheinlich doch am Set die einen oder anderen dann wieder tuscheln und sagen, ja, da haben wir ihn schon. Und genau, das ist total spannend, was da für Köpfe
zusammengekommen und alle vier, die wir bis jetzt besprochen haben irgendwie durch einen Zufall oder waren nie die erste Wahl. Total witzig. Ja. Wie so oft. Ja. Was aber auch dafür spricht, dass man sagt, das war ja auch für den Regisseur der erste Film und dass da so einiges nicht glatt läuft und so, sieht man ja dann an dem Besetzungskarussell. Das ist ganz interessant. Ja. Und das Glück, dass eben diese Jackie Birch und über die reden alle die Hauptdarsteller so positiv über diese Frau, dass die das dann doch, dass die dieses Gespür entwickelt, zu sagen, der Typ oder die Dame ist genau der oder die Richtige, um diese Rolle auszufüllen. Und da siehst du halt wieder, du kannst als Regisseur oder als Produzent nicht alles in der Hand haben, sondern es sind sehende Leute wie die Birch total wichtig und von denen kriegst du eigentlich nie irgendwas mit. Und eigentlich haben die Macht, zu sagen, der spielt da und die spielt da und dem spielen wir jetzt die Rolle zu, damit der vielleicht auch einen Durchbruch feiern kann. Das ist, hochinteressant, finde ich, weil gerade was so hinter die Kulissen passiert bei so einem Projekt wie so einem Film. Das stimmt, vor allem bei so einem Werk, man hat immer nur die Regisseure, Schauspieler, oft einmal noch, sagen wir mal, der Musik macht, dass man den Namen vielleicht noch kennt, aber ansonsten hast du da eigentlich nichts. Und vor allem bei solchen Geschichten ist es eigentlich echt ganz spannend, wer da im Hintergrund dann eigentlich dafür gesorgt hat, dass man da so eine geile Besetzung zusammenkriegt für den ersten Film vom Regisseur, der den Film auf 3 Wochen geschrieben hat und am Ende da durch so ein vermeintliches Chaos, aber dann trotzdem so ein unsterblicher Klassiker irgendwo rauskommt. Ganz viel Harmonie dann in dem Film drin ist, ja. Ja, als war es geplant gewesen. Wahrscheinlich. Das ist Karma, oder? Ist das dieses Karma, von dem die Leute immer sprechen? Ich glaube schon irgendwie. Irgendwie müsste es so sein. Ja, kommen wir zu der 5. Person, die so nochmal wichtig ist. Und das war für mich damals mind-blowing. Amanda Pierce, die meisten alle kennen aus einer schrecklich nette Familie, Married with Children, die da oder wie es der El Bandi gern nennt, das Huhn. Das Huhn, ja. Chicken. Marcy Darcy, wie es ja später dann heißt. Am Anfang ja Marcy Rhodes. Und auch bei der Amanda Pierce gibt's ja so eine tolle Geschichte, weil ja der Tom Holland, wie du schon gesagt hast, kann ich das Drehbuch in 3 Wochen schreiben, oder das ist durchgelesen. Er hat immer Gaudi gehabt beim Schreiben schon und liest es durch und am Ende sagt er, irgendwas fehlt. Da fehlt irgendwas. Bis er draufgekommen ist, er hat keine weibliche Hauptrolle reingeschrieben. Also hat er sich nochmal hingesetzt und hat an dem Drehbuch nochmal so gefeilt, dass er den Love Interest mit einbringt und sie wird halt so Mina Hacker, ja, weil das passiert ja dann auch im Laufe des Films, dass der Jerry sie wiedererkennt, gell, vor Hunderten von Jahren und sie sieht genauso aus wie sie und das ist ja auch wieder diese Parallele zu Dracula, also dass da wieder so schön mit einbaut und eigentlich sie hat ein Lächeln dann. Genau. War diese weibliche Hauptrolle gar nicht da. Also das ist für mich so dieser 5. in Anführungszeichen, wenn er nicht ganz so krass wie bei den anderen 4, aber eigentlich war auch sie irgendwie in Anführungszeichen vergessen und hat die Rolle gekriegt. Sie sagt das ja alle so schön, wenn du ein Interview von ihr hörst, sagt, ich bin da gesessen mit so 16-, 17-jährigen Mädels und ich war damals schon 26 und habe mir gedacht, ich habe sowieso keinen Auftrag nicht, aber mein Glück war, dass ich immer schon jünger ausgeschaut habe, als wie ich bin. Ja, bis heute hat sie gesagt, ist das so mein Glück. Und tatsächlich hat ihr das dann auch gereicht, weil bis der Film dann wirklich in die Kinos gekommen ist, war sie schon 27 und das siehst du, finde ich, nicht so leicht, obwohl das immer ein bisschen schwierig ist, so Filme aus die 80er Jahren, die Leute wirken vom Alter oft anders, liegt an die Klamotten, liegt so an ihrem Setting und natürlich auch das Ganze drumherum, aber ihrer merkst du es nicht an, dass sie schon auf den 30er zugeht. Nein, gar nicht. Ich hätte da niemals gesagt, dass die 26 war zu der Drehzeit. Ich hätte gesagt, maximal Anfang 20. Ja, El Bandi, Hast du? großartig.
Ja, ich hab's gehasst. Diese Was? Marcy. Alles nicht richtig gemacht. Ach so. El Bandi nicht, aber ihre Darstellung von der Marcy, Super. wie man heute schon mal gesagt hat, absolut hassenswert. Und die, wenn eine gerannt ist, dann wollte ich schon am Fernsehen vor der Wind reißen. Nein, vom Kastel Oberschlung, weil das war ein Röhrenfernseher, die sind nicht Ja, mehr gehängt. weil's die unserem Helden El Bandi nicht gut wollte. Die war ja immer, wenn es gewusst hast, sie kommt, dann hat sie gesagt, ah scheiße, jetzt muss der El wieder schauen, dass aus der Scheiße irgendwie rauskommt. Und die hat nie was Gutes verheißen. Sie ist eine Antagonistin und ich sage Voll. ja, perfekt gespielt durch das, dass die so aufgeregt hat und natürlich du aber auch dann wieder gefeiert hast, wenn so eine auf die Fresse gekriegt hat, wieder wie beim Wrestling ein perfekter Heel, ja, der austeilt wie die Sau, aber dann gibt's einmal den Payoff, ja, und das, glaube ich, ist ihr in die Wiege gelegt. Die hat ja so viel Regie noch auch geführt beim El Bandi und Drehbücher geschrieben. Also die hat ja viel dann im Comedy-Bereich letztendlich auf die Füße gestellt und ist zu einer tollen Schauspielerin letztendlich auch herangreift. Ja. Ist also ein Grund, warum es für den zweiten Teil noch nicht zur Verfügung gestanden ist, weil es eben mit Married with Children so fett im Geschäft war. Dafür hat der Charlie Brewster mit einer tollen Frisur glänzen können im zweiten Teil, wenn er schon nicht mit der Amy glänzen hat können. Ja, das stimmt. Aber das jetzt in der nächsten Folge dann. Ich bin mir sicher, bevor ich jetzt nochmal was von der Szene sagt, dass der Jürgen über den Regisseur in mich. Wir haben noch einen hätte ich noch gern, den was wir erwähnen, weil ich glaube, dass er noch spannend ist. Die Mama vom Charlie haben wir kurz angewähnt. Die fällt dann nach ungefähr ein Drittel von dem Film raus. Bisschen schade, weil die gut gespielt hat, die war eigentlich sehr witzig, die war so schön naiv, ist die unterwegs gewesen und die war eigentlich schon wieder heiß gewesen auf den Nachbarn, weil sie ist ja geschieden und Ja, bei ihrem Glück ist sie aber schwul. Genau, und dann hat der Bub gesagt, das glaube ich nicht, weil Nee. dann das Playboy-Mate eingegangen ist. Es gibt noch die Rolle vom Renfield, von Billy Cole. Und der ist ja auch sehr spannend, weil er das nochmal interessant wird, gerade im Finale, weil es momentan nicht wissen, wie es den killen sollen. Und auch er ist ein ganz ein toller Schauspieler an der Stelle, der Jonathan Stark. Und der hat unglaublich viel in dem Film improvisiert. Er hat sich selber wie gesagt, ich bullet eigentlich den ganzen Tag an Billy, also an William Ragsdale, weil immer wenn wir aufeinandertreffen, scheißt dann an, ja. Entweder er geht ihm nicht aus dem Weg oder er sagt, hey Kleiner, was suchst du da? Weißt du? Und also er ist da ständig am Werkeln und der hat Drehbücher geschrieben für die ganz erfolgreiche Serie in die 80er und 90er Cheers, ja, also die Kneipe in Boston im Keller, wo der Ted Danson seinen Durchbruch gehabt hat und ein Haufen Leute Gastauftritte gehabt haben und da hat er 2 Jahre lang die Drehbücher auch dafür geschrieben und war so in einer Comedy-Impro-Gruppe, The Groundling, da war der Mitglied. Und er hat dann in einem Interview mal gesagt, die Szene, wo der Charlie den Polizist ins Haus holt, das hat er ja alles improvisiert, wo er dann so da steht, so, weißt du, jetzt Charlie sagt, er ist ein Vampir, und ja, und dann haut er doch halb den Polizisten so an und zieht ständig Grimassen und verarscht den Charlie und zieht ja alles, was der sagt, ins Lächerliche. Und das war alles nicht im Drehbuch, sondern das hat der Jonathan Stark an der Stelle einfach improvisiert, weil er sich gedacht hat, das passt jetzt in so ein Gespräch, weil ich muss ja irgendwie schauen, dass ich den Bullen aus dem Haus rauskriege. Ja? Und ich muss jetzt den Kleinen so lächerlich darstellen, wie es nur irgendwie geht. Und an der Stelle wahnsinnig gut gespielt. Und weil es wird ja auch nie aufgelöst im Film, was er wirklich ist. Ja? Und wie lange der schon mit dem Vampir unterwegs ist und in welcher Beziehung die stehen. Das war jetzt wirklich auch eine von meinen Fragen gewesen, wenn ich schon 2 so Leute am Rohr habe, was eigentlich eine Theorie ist, was er ist, weil da komme ich eigentlich nie drauf. Da gibt es ja kein offizielles Statement, was ich dazu gefunden habe, sondern nur die Vermutung, dass er entweder eine Art Zombie oder Ghoul ist. Ja. Aber Ghoul kein offizielles Statement, was er jetzt letztendlich darstellen soll. Okay. Genau. Außer einen gemeinen Bully.
dieser Ghoul wird in Interviews oft genannt. Wenn man dann auch sieht, wie er vergeht, kannst du auch von einem Golem vielleicht da reden, weil es ist ja alles, er besteht ja nicht nur aus Schleim, sondern auch aus Sand. Es wird ja dann auch alle so eine leicht homosexuelle Komponente mit eingebracht zwischen dem Jerry und ihm, weil immer sehr viel Körperkontakt zwischen die zwei ist. Also sie spielen wirklich Best Buddies, ja, und es gibt da so eine Szene, wo Jonathan Stark gesagt hat, ihr Schweine, jetzt da habt's mich wirklich dran gekriegt, mit dieser ganzen, ja, ist das wie bei Batman und Robin, wie er sich um die Wunde an der Hand kümmert vom Jerry, da kniet er so vor ihm und verbindet ihm gerade die Hand und das schaut halt in dem Kamerawinkel, müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr den Film nochmal anschaut, schaut das, hat so eine leichte Blowjob-Komponente. Und der Jonathan... Stephen Jeffries von der Seite schon geschrien, ich komm schon. Das hast jetzt du gesagt. Nein, aber das ist recht interessant, weil das so 2-3 Mal in dem Film angedeutet wird und ich finde das schön, dass es nicht aufgelöst wird, weil das dürfen da natürlich ein paar so kleine so Fragestellungen bleiben, wo sogar der Mike noch halt so, ja, ich hätte mich gerne mal drüber austauschen, wie das andere nicht sehen. Ja? Ali? Hast du selber keine Theorie gehabt dafür, Mike, was er eigentlich darstellen soll? Ja, das mit dem Ghoul, das war jetzt eher nur so ein Ding gewesen bei mir. Also, weil mit Zombie, weißt du, jetzt Zombie sind die Schlürfer und die Hirnfresser und das hätte ich jetzt nicht mit einem Zombie in Verbindung gebracht, seine Darstellung, aber das mit so einem Ghoul schon eher. Vor allem, weil der kriegt dann vielleicht das zum Fressen, was der Jerry übrig lässt. Ja. Das Restebuffet. Genau. Ja. Und so war es perfekte Symbiose. Das bisschen, was dann überbleibt, das müssen sie dann noch verrammen. Schiene, in Anführungszeichen, Schiene Beziehung, die die zwei auch haben. Also so im Gegensatz zum Charlie und Peter Vincent hast du auf der anderen Seite neben einen Billy Cole und einen Jerry Dandridge und das ist schon, und er hat halt seinen Daywalker, gell? Derjenige, der auf ihn aufpasst, Genau. wenn der andere tagsüber den Schlaf der Untoten führen muss. Toller Charakter. Und gruselig, der Typ hat eine gruselige Ausstrahlung, finde ich. Ja, er hat was Psychohaftes. Ja, genau. Die Augen glänzen alle so ganz seltsam, wo du sagst, nein, dem gehe ich lieber aus dem Weg, weil das geht alles nicht gut aus. Von dem haben wir auch gefurchten als junger Campi. Mike, verzeih mir so einen Scheiß jetzt. Du hast ja null, lass mich, der ist nicht nervt mich voll. Spielst du wie so cool von uns her, das regt mich voll Aber auf. sein Abgang ist mega, da stehe ich da wieder einsam. Ja, das aber hallo. habe ich mir beim Rewatch schon gedacht, das sind dann Mike seine Momente. Ja, wenn es richtig batzig wird. Ja. Richtig schön. Graneletten dabei, Fulci lässt grüßen, oder? Ja. Das mögen wir. Ja. Das mögen wir auf alle Fälle. Genau, also wir haben Dracula, wir haben Jonathan Harker, wir haben einen Professor van Helsing, wir haben Mina Harker, wir haben Lucy Westenra und wir haben Renfield. Also wenn man sich da einmal den klassischen Dracula-Roman drüber stülpt, ist alles da, was du brauchst, um letztendlich anzufangen. Letzter großer Hauptdarsteller für mich, Leute, ist dieses Haus. Ich habe das hart immer wieder abgefeiert, die Aufnahmen, die von außen passieren, also das ja dann im Laufe, wo du denkst, das Haus lebt jetzt schon, fängt mich an zu nehmen, ist ja bloß noch mehr dampft und knackst und kratzt genau. und du stehst draußen und denkst so, scheiße, ich muss jetzt da wieder reingehen, da drinnen ist nichts Gutes für mich. Aber auch im Haus, also wie toll, dass das aufgebaut gewesen ist. Die haben da bei den Laird Studios haben's Draht und da ist damals vom Winde verweht schon gemacht worden. Und da ist wohl so dieser innere Bereich ein Stückel weit nur da gewesen. Und den hat man dann hergerichtet und hat das wiederverwendet. Und das ist ein Kuriositätenkabinett. Also die 100.000 Uhren, die man sieht, wenn sie ja drinnen haben beim Jerry zu Besuch tagsüber. Oder so kurz vor der Nachtstunde. Und wenn du da alles siehst, die kleinen Statuen, die links und rechts und der Treppenaufgang, der sich dann auch nach links und nach rechts wegnimmt, das wunderbare, schöne Glasfenster im Hintergrund, das ja dann zu Bruch geht. Also das Haus ist ja ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, wie ist denn da euch damit gegangen? So mal parallel zu dem, was die menschliche Komponente ist. Mike, verzeih's ihm. Ich sag das auch, ich bin da mit dabei mit dem Haus, vor allem wenn es dann da im Nebel steht und so, also das ist schon
ganz, ganz stark und ist für mich eines der coolsten Horrorfilmhäuser neben der People Under the Stairs und meine teuflischen Nachbarn. Ich finde halt da, genau in dem Moment, wenn der Peter vom Charlie sein Haus wieder umgeht im Finale, das ist für mich die brachialste Aufnahme von dem Haus, wie das da über die ganzen Bildschirm prangt, überall der Dampf ausgeht, und denke mir so, ja, da ich sagen, tut mir leid, Brewster, auch wenn du cool bist, aber ich muss jetzt abhauen, weil ich gehe da keinen Meter mehr ein in die Scheiße. Ja. Das ist so, da kocht das Haus mittlerweile schon und du merkst, da drinnen geht gerade megamäßig der Punk ab, Alter. Und auch der Eingang dann, wenn du drin stehst und dann quasi mit der großen Treppen, die dann seitlich dann so nach oben weggeht in zwei Richtungen und so, das ist schon ganz toll. Geile Hütten auf alle Fälle. Da sieht man einfach wieder, wie wichtig ein Setting ist und ein guter Bühnenbau, ja, weil der Film ist ja fast bloß ein Kammerspiel und es spielt sich wahnsinnig viel in dem Haus ab oder halt auch in anderen kleinen Räumen, Charlie sein Zimmer oder in der Wohnung von Peter. Wir haben ja ganz selten irgendwo draußen und haben opulente Landschaftsaufnahmen, sondern es ist immer alles, man versucht ja immer so eine kleine klaustrophobische Stimmung auch zu erzeugen und somit hast du keine Weite nicht, die was die beschützt, sondern du bist halt auf den 4 Wände oder auf den paar Quadratmeter und du sagst, wow, hinter jedem Eck kann doch da irgendwas lauern. Ja, und da macht das Haus wirklich, und in die 80er Jahre hat es ja diese 2 Horrorfilme The House gegeben, die waren ja damals auch sehr, sehr populär im Kino und dann auch im Videoverleih. Und da war es ja dann eben auch so, dass sagen wir mal, das Bühnenbild mit der Hauptdarsteller geworden ist. Und ich feiere das alle wieder ab, ganz toll gemeistert. Immer sowas, ja. Wenn's du dann heute in so Behind-the-Scenes-Videos anschaust und dann sagst du gerade noch lauter kleine Würfel umeinander stehen und denkst, zauberhaft. Sie drehen voll im Volume, gell, wie die ganzen Star Wars-Serien. Das tut die Schauspieler gut, weil sie eben nicht mehr vom Greenscreen stehen müssen, sondern schon sehen, was passiert. Aber manchmal merkst du das halt dann auch wieder an, wenn du halt eine echte Kulisse hast, das ist wie mit Practical Effects. Sie können anders glänzen. Absolut. Genau. Also das merkt es euch, liebe Nachwuchsregisseure, die uns jetzt gerade anhören, Greenscreen und kleine Würfel und Volume und was weiß ich was, nix kann richtig schöne Kulissen ersetzen. Also gibt's euch mal mehr Mühe. Ja. Stinksauer. Ja, genau. Hashtag stinksauer. Ja, genau. Faulen Teufel. Diese faulen Teufel. Wen haben wir denn aber jetzt schwenken wir mal um auf unseren Mann hinter der Kamera. Ja. Beziehungsweise diesen heldenhaften Schreiberling, der dann den Film auf 3 Wochen geschrieben hat und dann als Erstlingswerk rausballert hat. Der Tom Holland. Mike und ich haben vor Zeit erst was aufgenommen, das zum Universum, beziehungsweise einer Fortführung eines Universums, das auch er als erstes initiiert hat. Mike, sag ich nicht mehr, wer ist der Regisseur? Der Regisseur ist der Tom Holland und das Franchise, was du gerade ansprichst, das ist Child's Play, also Chucky, die Mörderpuppe, den er dann 1988 gemacht hat. Und ein faszinierend guter Film ist. Absolut. Und man muss ja schauen, er hat ja noch so einiges an gute Sachen gemacht, wenn man schaut, den Thinner, der Fluch, genau. Finde ich auch eine sehr gute Umsetzung von einem Stephen King Stoff. Ja, Tom Holland, immer gern. Der hat doch viel Stephen King Sachen gemacht. Ja. The Stand hat er mal 2 Beiträge gemacht von dem von 94, die Miniserie. Okay. Ist nicht auch dieser wie heißt jetzt der, irgendwas mit L? Ach, ich kann jetzt den Namen nicht mehr sagen, da war das glaube ich war auch Stephen King. Ich glaube, dass die Langoliers. Oder so, ja, ist das nicht auch Stephen King-Geschichte, das Langoliers? Langoliers ist genau. Stephen King. Der hat sich da ein wenig im Stephen King-Universum ein bisschen austobt. Und er hat dazu die Masters of Horrors hat er die Folge, wie heißt die mit dem Ice Cream, wie Scream for Ice Cream? Ah, genau. Die müsste auch vor ihm sein, die ziemlich cool war. Stimmt. Also Tom Holland hat einiges Geiles auf der Vita. Wenn ihr also Bock habt auf gute alte Filme, dann baut euch auf alle Fälle einfach mal alles ein, was der Tom Holland gemacht hat. Da kann man schon mal loslegen. Und ja, mit Fright Night, Bombenstart. Ist er oft auch vor der Kamera gestanden. Für zum Beispiel Psycho 2 oder Hatchet 2 oder den neuen Spider-Man-Film, ist ja klar. Stimmt, Hatchet 2. Nein,
Ja, sehr gut. Sehr gut. Tom Holland bei den neuen Ja, Spider-Man. ja. Das ist einmal ein Multiversum. Hey, So, da geht's ab. Ihre mit Zeitsprung praktisch. 80-jähriger Spider-Man am Start. Man hätte aber auch einen geileren Vampir, als wir jetzt zuletzt. Gell? Morbius oder was hat Jared Leto? Oh Gott. Okay, Scheiß Morbius, ja. lass uns einen Morbius außen vor. War ein netter Versuch, leider hat's nicht hingehauen. Du hast vollkommen recht, Mike. Der hat in die 70er Jahre war der schon Darsteller. Und für das war er auch ziemlich bekannt. Der hat viel in so Serien mitgespielt. Der hat beim unglaublichen Hulk mit Bill Bixby und wo der Lou Ferrigno ja dann über der grüne Hulk geworden ist, da hat er mitgespielt, hat so einen Karate-Meister gespielt und er hat im Übrigen auch zu Psycho 2 das Drehbuch geschrieben und das war nämlich sein erster großer Durchbruch, weil der Film auch wahnsinnig gut gelaufen ist. Anthony Perkins hat nochmal so alles rausgeholt, was er, das ist im Übrigen auch einer, den ich fürchte, den ich nicht live treffen möchte, irrsinnig starker Schauspieler und da hat er das Drehbuch und spielt er da einen Polizisten in dem Film mit. Ja. Und da hat Hollywood schon erkannt, da sitzt ein ungeschliffener Diamant, da sitzt der Perle, der hat was drauf, vor allem, weil viele Schauspieler alle wieder sagen, er zeigt dir den Ablauf und den Skript, du fühlst dich schon im Film, so wie er dir quasi als Drehbuch letztendlich vorstellt. Und das haben Schauspieler immer sehr gelobt an der Stelle. Kann ich das übrigens recht gehabt? Ja, er hat Lenkolias hat er auch mitgemacht. Schon, gell? Ja. Fall über dich. Guter Mann. Und ich möchte fast behaupten, es muss aber unter uns drei bleiben, dass Psycho 2 besser ist wie der erste. Ja, manchmal passiert es, dass ein Sequel besser sein kann, wenn du das Original ehrst. Ja, und ich finde Psycho 2 und 3 dermaßen gut. Ja. Ich hab die leider noch nicht gesehen, die Fortsetzungen. Do it. Mach es. Ja, stehen du auf der Liste. Vor allem, bei 4 geht es dann wieder bergab, aber 2 und 3 sind grandios. Ja, ist wie beim weißen Hai. Da gibt's okay von Turbine, oder? Fette Psycho Collection. Ja, genau. Ja, die haben es auch drauf. Aber weiße Hai 3 ist auch dermaßen gut. Grüße an Turbine. Sponsert uns. Ja, sehr gut. Bitte. Hier könnte eure Werbung stehen. Tut es jetzt. Aber wahrscheinlich haben die bis jetzt von dem Podcast noch nicht ein Wort verstanden. So. Wahrscheinlich. So ja wurscht, die sollen ja gerade sponsern, nicht anhören. Also Tom Holland, echtes Multitalent, Schauspieler, Drehbuchschreiber und jetzt dann das erste Mal Regie geführt. Hochinteressant, weil ja das Studio wollte nicht, dass er Regie führt, denen haben einen Haufen Geld geben. Fürs Drehbuch wollten einen eigenen Regisseur an Bord holen und er hat gesagt, nein, ich möchte Regie führen und hat ein bisschen einen Compadre gehabt bei Columbia Pictures, der das mit durchgesetzt hat, dass er hinter der Kamera stehen kann und dass er da sein Regiedebüt geben kann. Gott sei Dank, auch hier wieder. Man merkt, der Film hat irgendwie so im Vorfeld ständig war irgendwas, ja, und andere Zerbrechern dann in der Produktion. Da hat sich alles eigentlich ins Gute aufgelöst. Ja, und er hat einmal ein Glück gehabt, weil das Studio in der Zeit eine kleine Schieflage ja gehabt hat und dann hat er gesagt, dass er jetzt bei Fright Night beim Dreh dann relativ freie Hand gehabt haben, weil alle auf was anderes konzentriert waren, weil sie keinen richtigen Hit nicht landen konnten und jetzt haben sie da nicht so ein Auge drauf gehabt, wie der Film dann eigentlich vor ihm ausschaut. Da hat er gesagt, das war für ihn auch eine recht Genugtuung, dass er sich austoben kann, in Anführungszeichen. Das war so eine Phase, wo man ihm nicht oder das ganze Projekt nicht so beobachtet hat und auch keiner damit gerechnet hat, dass irgendwas großartig passiert. Die haben gesagt, okay, wir machen das mit, das ist halt so eine Nebenbeigeschichte, weißt du, wie wenn du halt irgendwo ihr Heisel installierst und dann beim Nachbarn nur auf die Nacht schnell vorbeigehst und die haben nochmal 3x1,5 und unten im Keller eine Steckdosen anschließt, dass du sagst, ja gut, ich hab's Graffi, alles da und dann mache ich das noch schnell im Vorbeigehen, kurze kleine Rechnung, Sache erledigt. Und das war wohl fürs Studio so eine ähnliche Sache. Okay, wir haben das Projekt am Laufen, schön. Der hat 9 Millionen Budget gehabt und dann hat der Film doch in den USA allein 25 Millionen eingespielt und ist dadurch ja schon eine kleine Legende geworden, weil das ja keiner erwartet hat in dem Augenblick. Hat Tom Holland natürlich irrsinnig geholfen. Und war gut, dass er gesagt hat, ich mache es. Ich habe doch das Drehbuch geschrieben, ich habe alles im Kopf.
Perfekt. Na gut, dann also Gott sei Dank, und dass es dann also, dass halt wirklich freie Hand gehabt hat, weil wir wissen ja durch manche DC Warner Brothers Verbrechen, was passiert, wenn da irgendwelche externe Leute mit reinschmeißen. Vor allem Warner Brothers, weil wenn ihr das Herz mischt euch nimmer ein. Das ist so schlimm, Genau. das ist so ekelhaft. Lasst es einfach bleiben. Ja, der erste Batman, großartig, 89, da hat man Tim Burton auch machen lassen und danach den zweiten auch noch sehr gut und dann haben sie sich besser eigentlich. Lasst es einfach bleiben, das kennt's ja nicht. Genau. Da gibt's Nehmt seine Wurstfinger da weg und lasst mal die Leute im Film machen. Saudeppen. Aber jetzt haben wir mal über den Cast rundum geredet und sind wir schon ziemlich lang unterwegs. Corby wird uns danken. Ich darf jetzt einmal auf... Grüße gehen raus. Genau, Corby, freu dich. Der Jürgen ist das mir schuld, nicht ich. Ja, natürlich. Es muss immer einer schuld sein. Ich darf jetzt gerne auf unsere vorher schon angesprochenen Szenen einmal umschwenken, die uns da immer wieder entweder das Fürchten, das Trauern, in dem Fall muss ich auch sagen, mitgelernt haben. Was war diese ja gut, jetzt habe ich den Namen vergessen von unserem Evil Ed, wie hat er geheißen? Der Jeffrey. So hat er geheißen, Stephen Jeffrey. Was waren seine zwei Szenen für die, wo du sagst, Alter, dafür, dass man eigentlich meint, du bist die ganze Zeit nur so ein Kasperl, hast du dir da jetzt gerade zwei so kleine Denkmäler gesetzt? Schnell noch, bevor wir zu den Szenen kommen. Es gibt einen großartigen Start in den Film eine, wenn ihr euch erinnert. Der Film beginnt mit einem Vollmond und dann hörst gleich mal einen Wolf heulen. Das ist das Erste, was passiert. Und dann kommt schon das erste große Zitat, Kinder der Nacht. Ja, weil das ist ja der Film, den der Charlie anschaut. Und da passiert ja schon etwas, wo du merkst, warum Tom Holland Psycho 2 hat schreiben dürfen und an Hitchcock, warum man sich ihm ausgesucht hat, weil die ganze Szene ist das Fenster zum Hof. Der Charlie sitzt mit dem Fernglasel da und sieht, wie die zwei da den Sarg in den Keller runtertragen. Und im Hintergrund läuft dieser unglaublich schlechte Vampirfilm. Und der Film schafft es halt innerhalb der ersten 7 Minuten, dass er da alle wichtigen Darsteller präsentiert. Und zwar, der Evil Ed kommt da nur dazu, aber in der Eröffnungsszene sehe ich Billy Cole, ich sehe Jerry Dandridge, ich sehe die Amy Peterson, ich habe einen Charlie Brewster und im Fernsehen läuft der Peter Vincent. Also großartig gemacht, dass ich die Leute schon alles mitgibt, bei der Hand gibt, die so schön am Anfang schon führe und sag, da schau her, das sind alle, die wichtig sind. Und dann eben auch nochmal diese Reminiszenz zum Fenster im Hof, großartig. Also wirklich, wo man heute noch alle wieder denkt, wie schön, dass man sich doch bei dem Alten bedient und das auch ehrt und die Hommage mit einbaut und gleichzeitig aber dann den eigenen Stempel aufdruckt in so einem Filmprojekt. Und das ist cool gemacht, finde ich. Da die sich den Film vielleicht das erste Mal anschauen oder dann wieder anschauen, einfach da mal ein bisschen drauf achten, was da passiert. Und es wird mit ganz wenig Requisiten gearbeitet, aber die haben es halt in sich und das ist so ein ganz feiner Minimalismus und gute Schnitte. Und auch am Anfang wird halt auf die großen Special Effects verzichtet. Du siehst nie die Verwandlung in die Fledermaus. Du weißt aber, dass er sich in eine Fledermaus verwandelt. Er geht auf dem Dach, also du kriegst die Ego-Perspektive vom Jerry Dandridge, gell, wie in einem schönen Computershooter und nur mit einem Geräusch, mit Piung, weißt du, jetzt hat er sich dann in die Lüfte erhoben und jetzt hat er Fledermausgestalt. Ne? Ohne dass ich das irgendwie zeigen muss, spielt sich das in unserem Kopf ab. Und dann denke ich mir, das sind für mich geile Filmemacher. Und dann weißt du, der hebt sich sein Pulver für später noch auf zum Verschießen. Und das passiert ja alles gleich am Anfang. Dass du relativ schnell mitkriegst, was da überhaupt abgeht. Und du siehst, der Vampir tragt mit einer Hand den Sarg, während der Billy Cole alle Hände voll zum Tor hat auf der anderen Seite. Weißt du, ja, mit seinem Apfel. Und das ist hochspannend. Also das ist dieser Start, den finde ich schon mal grandios. Dann bin ich dabei. Der ist ganz stark. Aber und eben, was da dann auch dazu kommt, das muss ich immer noch dazu sagen, ich finde, dieser Brewster, der ist am Anfang so brunzblöd, dass du es nicht aushältst.
Ich denke mir natürlich ab und zu, Alter, was tust denn du die ganze Zeit, du Kasperl? Machst du halt nicht nur auffälliger? Was ist eigentlich mit dir? Da wäre das für mich so ab der Mitte, wenn es halt dann ernst wird, ab dann sage ich, ja, okay, jetzt bist du ein cooler Typ. Aber am Anfang sitze ich oft da so richtig, oh Gott, Facepalm, endlich auf mit dem Scheiß. Allein wenn er dann eben die Polizisten verzeiht, der schläft den Toten, der schlaft der Untoten und ist ein Vampir und du noch gerade. Ich denke, halt endlich dein Maul, was ist mit dir? Keiner ist so dumm wie du. Er ist Bruce, so du bist dermaßen cool. drüber, ja. Und er ist bei allem auffällig, was er tut. Bei allem. Da wenn ich dann sage, okay, bei bestimmten Sachen mache ich einfach ein Pokerface und tue so, wie wenn nichts war und Ding. Und dann, wenn er weg ist, kann ja allerweil noch irgendwie petzen oder irgendwie was unternehmen. Aber er ist einfach immer drüber, auffällig und tollpatschig. Das ist wieder so diesem Drei-Akt-Writing geschuldet. Du musst den Protagonisten am Anfang diskreditieren. Und du musst dem Zuschauer, weil du irgendwie musst ja mit ihm anfangen, dass du eine Sympathie oder eine Beziehung aufbaust. Und auch dieser Ärger gehört ja ein wenig mit dazu. Und er ist so wie das Kind, der alle sagt, der Wolf kommt, aber der Wolf kommt eigentlich gar nicht. Und irgendwann glaubt dem halt keiner mehr. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, oder war im Holland sehr wichtig für den Film, dass der Charlie als erstes einmal dasteht wie ein Idiot. Also der hat sich psychisch pudelnacker gemacht. Ja. Keiner glaubt ihm. Freundin nicht, der Polizist nicht, der Peter glaubt ihm nicht. Und das macht das Ganze natürlich auch, bringt eine Dramatik mit ein, weil du sagst, ja, wie soll jetzt der Held eigentlich dann das Ganze lösen, wenn der so dasteht? Und er kriegt ja dann sein Comeback. Und das, finde ich, gelingt halt dadurch umso besser, weil man halt am Anfang ziemlich nass dastehen lässt. Und von ihm verschuldet. Ja, muss man halt auch sagen. Gell? Er ist ja der Horrorfilm-Nerd und läuft umeinander und sagt, nimm mir Wunder Vampir und ich möchte ihn umbringen. Wie reagierst du denn da drauf als abgehalfterter Filmschauspieler? Bist du blöd oder was? Wir gehen bei dem ins Haus und hauen einen Pfahl ins Herz oder was? Was stimmt mit dir? Und das gelingt recht gut. Und wenn ihr sagt, wow, wie blöd stellt sie dir an, spricht wieder für einen Regisseur und für einen Hauptdarsteller. Das ist großartig. In dem Fall auf alle Fälle. Aber oder die Bedrohung im Zimmer drin, weil ich dachte, ja, nimm das Angebot an, da ich sofort sagen, passt, alles klar, haben wir vergessen, brauchen wir nicht weitermachen. Was tut ihr? Nein, haut einen Bleistift in den Händen. Super Nummer, der Trottel. Ja, das ist dann, da kriegt auch der Chris Sarandon seine erste große Rolle, weil er dann anschaut und sagt, du Dummkopf. Genau. Ja, ich hab dir etwas gegeben, das was ich nicht hab, eine Chance. Ja, weil der natürlich in seiner Nachbarschaft das nicht brauchen kann, dass da jetzt Leute rundum mich verrecken. Der ist ja gerade erst umgezogen. Gell? Also ich glaube, dass du jetzt so mit dem Geschäft, in dem der unterwegs ist, muss der oft umziehen. Und jetzt ist er gerade erst angekommen und so saublöd kommt der Nachbarsbub drauf. Und er hat halt versucht, durch eine Einschüchterung zu sagen, du, ich vergiss, dass das da alles passiert ist, du vergisst, dass es mich gibt und die Sache ist eine Gnade wies. Und dann kommt ja diese schöne Bleistiftszene, die der Regisseur verkackt hat, weil der was die Special Effects gemacht hat, sich irrsinnig viel Mühe gegeben hat damit, dass dieses Rausziehen des Bleistiftes wirkt, als wenn das wirklich, dass man den Bleistift aus der Hand rauszieht. Ja? Und dann macht aber Tom Holland einen Schnitt nochmal aufs Gesicht vom Charlie und jeder sagt, okay, in der Zeit, weißt du, hat man was draht, aber es war ein One-Liner, beziehungsweise einschnittig, dass dieser Special-Effekt, da ist wirklich einer unten gesessen, weil da ist sehr finster, der hat dann die Rückseiten von dem Bleistift weggenommen, hat die weggeschmissen. Ja, und der Bleistift war da den Federmechanismus drinnen gehabt. Kennst du diese Filmrequisiten? Das ist total witzig. Und aber die Szene war halt einfach auch so gut, weil wir dann das erste Mal sehen, wer Jerry Dandridge wirklich ist. Und wie schön, dass dezent seine Stärke dargestellt haben, finde ich, in dem Ding, mit so also einfache Einstellungen, dass er mit einem Finger oder mit zwei Fingern das komplette Fenster, das angenagelt ist, einfach ausreißt und so. Das finde ich, das haben sie schön dezent dargestellt, wie übermächtig das jetzt eigentlich ist und wie wenig Chance das man eigentlich hat. Ja, also er wird in einer Tour versucht man, das, was man dem Charlie wegnimmt, an Verstand und an Hirn, ja, und an klaren Entscheidungen, das baut man parallel den Antagonisten auf und gibt dem eine Übermacht oder stellt den da, wo du sagst, wir wollen die Luschen das schaffen. Ja, also
Das ist diese unmögliche Heldenreise, das ganz toll ist auch im Übrigen aufgefallen, wenn der Jerry Dandridge bei der Mutter ins Zimmer reingeht und er geht ja dann am Spiegel vorbei und er ist nicht im Spiegel drin. Und das war in die 80er eine ziemliche Herausforderung, dass das Spiegelbild eben nicht drin ist. Ja, und die haben dann da einen Bluescreen in den Spiegel eingemacht und haben einfach dann das Larry Zimmer Nummer auf den Bluescreen drauf geschnalzt. Also auch da einmal aufpassen, wenn man einen Film einen Rewatch macht, mit der Situation, wo wie er da auch so leise marschiert, schaut die Mutter noch an, die hat die Schlafmaske auf, passt, und dann schleicht er so schön und dann, wie er die Tiere noch anzieht, dass er so richtig schön, dass die Spratzeln fliegen, dass die Tiere nicht mehr aufbringen, dann widmet er sich dem Charlie stark. Dem Spanner, den Kleinen. Ja, ich finde, dass der Film auch sehr schnell Fahrt aufnimmt. Ja, also es wird nicht, das dauert nicht lange, gegeizt mit ewig lang Darstellereinführung, sondern, wie es der Mike schon gesagt hat, auch, dass der Evil Ed relativ schnell die Regeln darstellt, das passiert ganz, ganz schnell und dann geht's schon um Action. Ja, es ist ja gefühlt so, der Film, was dauert in einer Stunde und 45 Minuten ungefähr. Ja. Und gefühlt ist er über eine Stunde lang Finale. Ja, schön. Das ist, es geht echt, wie du schon sagst, ziemlich am Anfang durch 5 Minuten so ziemlich die ganze Belegschaft vorgestellt. Und dann lässt man es auch schon langsam knacken, die ganze Geschichte. Ja, dieses... Der Vampir kann nur das Haus betreten, wenn er vom Besitzer eingeladen worden ist. Das ist ja eine alte Bram Stoker Kiste. Das hat Hammer alle wieder einmal gemacht. Nicht immer, wie man es halt gerade braucht hat. Gell. In dem Fall war es halt schön, weil der Charlie halt der Kind, weil die Mama vor lauter stierig wie die ist, hat es natürlich den neuen Nachbar eingeladen auf einen Drink. Ja, weil mal schauen, ob er wirklich schwul ist. Okay, der ist tatsächlich schwul. Und schon war das für einen Jerry eine Gemeinde gewesen. Und dem Charlie ist ja das Herz stehen geblieben, wie er über Treppen runterläuft und das sieht, und dadurch kann es ja zu diesem nächtlichen Angriff kommen. Also wirklich auch von der Logik her gut gemacht, schnell gemacht, klar gemacht und auch diese Regel, dass man davon überzeugt sein muss, wenn man das Kreuz entgegenhält, dass es auch wirkt, wie wichtig das ja später nochmal wird für gute Szenen, wo ich sage, fuck, es gibt doch nicht das Allheilmittel, weil wenn du halt nicht dran glaubst, hilft dir das Kruzifix gar nichts. Kruzifix, sag ich. Ja, Kruzifix bist außen. Genau, also Jerry ist da, passt mal auf, er pfeift Strangers in the Night, während er dir von der Mutter zudrückt. Auch diese total witzige Geschichte, und was bei dem Film halt ständig passiert, Musik unglaublich stark. Ob das der Soundtrack ist oder auch die Hintergrundmusik, die immer wieder diese Stimmung und die Emotion wieder aufbaut, das Angstgefühl schürt oder die ja in Sicherheit bringt, funktioniert wie die Sau. Ja. Voll, und da das Titelthema, das ist unglaublich einprägsam. Ja, J. Geils Band war ein Name zu der Zeit. Also da haben sie ein paar gute Leute gekriegt für den Soundtrack. Einfach mal auch googeln, weil es gibt ein paar Nummern, die Come On Eileen ist von der J. Geils Band und das läuft ja auf jeder Party bei jeder Après-Ski-Geschichte, und die haben den Titelsong zu Fright Night dazu gesteuert. Genau. Also mein Favorit ist ja, wie gesagt, eben das Titelthema von Brad Fiedel, das Come To Me, das ja dann für den zweiten Teil auch nochmal richtig schön überarbeitet haben. Oh ja. Brad Fiedel war ja hauptverantwortlich für die Musik insgesamt und hat wirklich einen tollen Soundtrack zusammengestellt. Ja, über den Soundtrack kann man auch dann beim zweiten Teil noch mal reden, weil den finde ich da nur gelungener und trägt nur mehr zur Atmosphäre bei. Das ist so der erste Plotpoint. Jetzt hat der Charlie letztendlich begriffen, was passiert. Und jetzt dreht sich aber auch die ganze Situation, weil der jetzt sein Herz fasst und weiß, ich muss jetzt irgendwas tun, möchte einen Nachbarn umbringen und ritt das erste Mal an Peter Vincent an, der wird dann da wirklich eingeführt. Großartige Hommage an die Hammer Studios, muss man einfach also sagen, der ganze Kerl auch mit seinen Klamotten fällt so, schon in die 80er, total aus der Zeit, mit dem wie der ausstaffiert ist. Also da merkst du schon, dass er nicht einmal mehr da hinkehrt.
erklärt auch, warum er dann gerade an die frische Luft gesetzt worden ist, also der Charlie ja anschmerzt, wir haben das vorher schon gehabt, wo der Kani gesagt hat, ja, wegen einem Autogramm, ja, was möchtest denn du sonst von mir außer Autogramm? Und der Peter hat natürlich so schnell das Gefühl, mit dem stimmt irgendwas nicht. Lass den Charlie sauber abblitzen an der Stelle und in der nächsten Szene siehst du halt, wie er in seinem zugenagelten Zimmer 100.000 Kerzen, 80 Millionen Knoblauchzehren, Pflöcke Flockschnitzen. Super. Genau. Also diese Vorbereitung auf den Krieg, großartig. Ja. Schöner Witz noch vom Peter auf die aktuelle Zeit da von 1985, als die ganzen maskierten Slasher ja aus dem Boden geschossen sind, dass jeder statt Vampire gerade noch maskentragende Jungfrauen Schlitzer, tötende Killer sehen will. Ja. Aber ich dachte, ja, das passt genau schön in diese Zeit, weil da sind sie alle gekommen, unsere Helden der Kindheit. Ja. Ja, und halt auch das Modernisieren des Horrorkinos hat ja eben auch die Hammer Studios zu Fall gebracht im Endeffekt. Der, wo eher so auf klassischen Horror aus waren und dann haben halt Filme wie Texas Chainsaw Massacre rausgekommen und auf einmal wollten halt die Leute einen anderen Horror sehen, und zwar den eher so den menschlichen Horror, und auf diese haben halt auch die Hammer Studios halt dann auch zugrunde gegangen im Endeffekt. Kläglich gescheitert, ja. Und das war also der Ansatz, der Holland wollte den Vampirhorror wieder zurückbringen, weil der war ja zu der Zeit tot. Das muss man einfach so sagen. Die meisten Vampirfilme, die da waren, haben sich über das Vampirfilm sei lustig gemacht, wie Liebe auf den ersten Biss, und sie haben eben so ein Cast, den hast du halt angeschaut, den hast du gern mitgenommen, aber es ist sonst nichts gelaufen, außer vielleicht der Stephen King, Brennen muss Salem, das Salem Slot, das war nochmal so ein bisschen, was gesagt, wow, das war auch ein toller Vampirhorror. Aber ansonsten war da halt nichts. Und das hat man halt versucht zu drehen, und wie ihr ja schon gesagt habt, ja, da nehmen es gerade momentan eigentlich die aufs Korn, die ein Stück weit mitverantwortlich waren, dass das andere nicht keiner mehr sein wollte. Ja. Ja, und das ist ein schöner Nebensatz eigentlich mitgenommen, das hat mir gefallen. Ja. Unser Peter hat ja dann, wie du schon gesagt hast, der denkt sich dann, okay, der Brewster ist nicht ganz dicht, schnell weg von dem Affen. Brewster hockt in seiner Bude, hat sich da für einen Krieg vorbereitet, und dann wollen ja mal Amy und der Ed wollen ja mal dann helfen und rennen wieder zum Peter hin und versuchen und überzeugen ihn dann, dass er mit Erna zum Jerry fährt und damit auch dann den Charlie sagt, das ist kein Vampir, und da finde ich es ganz lustig, wenn sie dann warten, dass der Peter endlich kommt, weil so heißt er dann, Peter kommt und der Jerry trinkt dann Weihwasser. Und dann ist euch da mal aufgefallen, wie der Charlie der Ozong ist. Ich denke mal, wo gehst du jetzt hin? Kommunion verhält. Er ist wie Universitätsprofessor Ozong, sauber mit Hemd und mit Sakko, sogar mit so Ellbogenflicken dran. Was ist denn eigentlich das für ein Kleidungsstil dafür, dass jetzt umgehe und ich muss gleich gegen einen Vampir kämpfen? Geiler After Charlie auf alle Fälle. Das sind die 80er Jahre. Die haben so rumgelaufen. Das Flicken und Ärmel war Pflicht. Das stimmt, aber seine Haare im zweiten Teil, da kommen wir das nächste Mal noch drauf, seine Haare im zweiten Teil schreien nur mehr der 80er Jahre als der Stil. Geil, super. Ich liebe sie, Das haben im Übrigen, die Schauspieler haben die Klamotten behalten dürfen, gerade die kleine Anekdote, gell, die haben es dankend Das waren wahrscheinlich in den eigenen, oder? Nein, es war schon Requisiten, haben es behalten dürfen. Ja, das ist aber nicht. Ja. Weil der Ryan Reynolds zum Beispiel hat das Deadpool-Kostüm gestohlen, hat er gesagt. Ja, Arschloch. Das hätte doch jeder von uns genauso gemacht. Ja, bestimmt. Absolut. Seien wir doch mal ehrlich. Aber tolle Auflösung, wie der Peter, beziehungsweise, was heißt Auflösung, tolle Szene, wie der Peter dann rausfindet, dass der Jerry Dandridge tatsächlich ein Vampir sein muss. Genau, weil sie geben ihm ja kein richtiges Weihwasser, weil er ist ein wiedergeborener Christ, gell, das verzeiht er ja alles recht schön, nachdem ihm die zwei ja die $500 gegeben haben, am Peter Vincent, weil das war die einzige Überzeugungskiste. Und dann kommt der Vampirtest, und der ist wirklich auch ganz toll inszeniert, weil es bitzelt, ja, weil jeder traut dem anderen momentan nicht jeder weiß, was wirklich passiert. Also das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel da, diese Szene, ja. Total schick gemacht. Das gefällt mir auch ganz gut, und vor allem da halt dann auch wieder das Schauspiel vom Roddy, ein bisschen drüber, seine Panik, die er auf einmal kriegt, aber trotzdem nur irgendwie genau richtig. Also, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich liebe sein Schauspiel in dem Film, der hätte es allein spielen können. Alle Rollen. Watch. Als off.
Genau, war mir Er scheißegal. ist verkleidet, alle Rollen. Ja, wahrscheinlich braucht er dieses Drübersein, weil er muss ja sein Ding fallen lassen, sein Zigarettenetui, damit der Spiegel bricht und der Jerry auf die Scherben drauf tritt und merkt, okay, die Sache ist eben nicht gegessen. Der falsche Vampirtest hat nicht überzeugt, weil jetzt ist ihm klar, Peter Vincent weiß auch, dass er. Und auch da wieder, wir brauchen nicht viel Zeit, also wir reden in dem Podcast viel länger über den Film, als was sich der Film eigentlich für das Voranbringen seiner Handlung Zeit nimmt. Das stimmt. Das ist Mit sind wir keine guten Schreiber. so gut und so smart und so einfach. Der Zuschauer wird ständig geführt und ich muss nicht bis ins letzte Eck hinter irgendwas erklären, weil ich vorher im Drehbuch schwach war. Toller Midpoint, weil jetzt kommt diese große Szene, wo wir vorher schon drüber geredet haben, mit dem Evil Ed, die ich nur jedem wärmstens ans Herz legt, nämlich diese, sie trennen sich nach dem Vampirtest, der Peter Vincent in sein Auto und rauscht ab, gell? Also der furchtlose Vampirkiller. Auch da kommt das nochmal so um. Und die anderen drei gehen heim und fangen einen Streit an und der Evil Ed geht dann in die dunkle Gasse, wie es halt einfach sein muss. Sehr starke Szene. Großartig. Ja, ich beweise da schon, dass es keine Vampire gibt, du Depp. Und in dem Augenblick passiert das, was natürlich passieren muss. Gruppe drehen sich, das schwächste Glied ist der erste, der geholt wird. Und das ist unglaublich beklemmend, weil ja diese schmale Gasse, die wird allweil schmaler und ihr merkt jetzt, Scheiße, der Typ, der ja kein Vampir sein sollte, ist plötzlich hinter mir. Und in einer ganz tollen, mit diesem grauen Leder-Trenchcoat, wie er ihm dann nachsteigt und Evil Ed plötzlich die Panik hochkommt und er dann das Laufen anfängt und sich in einer Sackgasse manövriert und der Nebel aufsteigt und wieder die Musik, alles erledigt. Ja? Um den Horror irgendwie so nach vorn zu bringen. Und dann glaubt er schon, okay, ich hab ihn abgekinkt, der ist nicht da. Und auf einmal steht der hinter ihm. Er wieder mit seiner China-Geräusch so pling. Und Jerry Dandridge geht aus dem Nebel, aus dem Dunkel und steht da und redet ihn sehr würdevoll an. Er nennt ihn Edward. Keiner macht in dem ganzen Film das jemals so. Hallo Edward. Teufel. Hallo Edward. Das ist großartig. Edward scheißt sich gerade ein. Der weiß, dass jetzt was passiert, das was er nimmer in der Hand hat. Aber der Vampir begegnet ihm mit großem Respekt und sagt, er weiß, wie das ist, anders zu sein. Ja? Und er muss jetzt nur seine Hand nehmen und keiner wird ihn mehr ärgern. Und dann so stark die Symbolik, also ich weiß nicht, ob sie euch auch ein bisschen für Kunstgeschichte interessiert. Und wenn du Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle schaust, die Erschaffung von Adam, siehst du, wie die Hand Gottes und die Hand des Menschen sich fast berühren. Und in dem Fall hast du das gleiche Sinnbild. Der Teufel hält am Hand hin und der Mensch greift in dem Augenblick. Aus Verzweiflung, aus Angst, aber auch über das, wo er sagt, ja, der bietet mir gerade etwas an. Und der Edward gelangt hin. In dem Augenblick ist es auch vorbei, weil der Jerry ihm aufnimmt, ihm den Ledermantel umschwingt. Tolle Hommage an Christopher Lee und an die Hammerfilme. Und in dem Augenblick, wo der Ledermantel um ihn umfällt, entsteht auch die ewige Nacht für ein Evil Ed. Also, wie gut das inszeniert ist und dargestellt ist und das wieder in einer 3-Minuten-Szene. Und für mich ist das so stark gespielt vom Stephen Jeffries und auch vom Jerry Dandridge. Ja. Ganz, ganz und das toll. ist genau die erste Szene, die wir auch gesagt haben, in der du immer meinst, der Jeffries, der spielt eigentlich nur so einen Hans Wursten und recht viel mehr, da bringt er nicht zusammen und da ist es auf einmal so eine 180-Grad-Drehung, wo du ihm jegliche Panik und trotzdem irgendwie Bewunderung und Furcht und was weiß ich, alles in seinem Gesicht komplett abnimmst. Das finde ich richtig, richtig geil gemacht. Super. Ich weiß nicht, wie geht es eigentlich mit der Szene? Also ich feiere die ganz hart ab, weil sie wirklich diesen Verwandlungscharakter, also der Kerl ist so verzweifelt und trotzdem hat er irgendwie diese Perspektive, die ihm das Übel bietet. Und du da sitzt und du dich fragst, was da denn ich mache in dem Augenblick? Ja, welche Wahl habe ich denn?
Nein, ich finde ja, ich habe es vorher schon mal gesagt, dass es eben 2 Szenen mit dem Jeffries für mich gibt, die ich da heraushebe, und das ist die erste, die finde ich, auch damals viel Angst gehabt, Mike, als die Szene gekommen ist, und ich finde sie da so unglaublich gut gespielt, da passt, also das ist, so schaut für mich eine perfekte Szene aus, da passt einfach alles zusammen, von Beutel, von Schauspiel und auch von Sound noch dazu, das ist eine unglaublich geile Szene, da habe ich mich jetzt mal wieder neu verliebt, wenn ich die Szene sehe. Ja. Und du brauchst keinen Splatter, du brauchst keine langen Zähne, du brauchst kein spritzendes Blut, alles spielt sich in unserem Kopf ab. Du hörst noch einmal schreien, da mit der Schnitt, und dann ist ja die Flucht in die Disco auch großartig, der Tanz der Vampire beginnt, wie schön ist diese Disco-Szene, das Tanzen mit der Amy, das ja dann damit endet, dass es entführt. Charlie kann's nicht retten, Amy ist im Haus, und Amy gibt sie dann auch am Jerry hin. Auch sie nimmt's in Kauf, oder die Verführung in Kauf. Sie sieht das Beutel von seiner Verflossenen und hält ihm wirklich ein Hals hin. Er beißt und ihre Transformation beginnt. Und Charlie macht sie auf mit seinem Kreuz, das er nur vom Evil Ed gekriegt hat, und muss natürlich die Amy befreien. Und in der Zwischenzeit passiert halt das, dass der Peter auch zu seiner Stärke findet, weil der Evil Ed sollte eigentlich einen Peter ausschalten. Und da eine tolle Szene auch, wo er das Kreuz aufs Hirn druckt kriegt, das ja auch sehr sinnbildlich ist für viele Vampirfilme, ja. Ganz großartig gespielt. Die ist mir auch immer im Kopf geblieben. Vom ersten Mal weg, als ich den Film gesehen habe, ist mir diese Szene im Kopf geblieben, wie er ihm das Kreuz in den Kopf, in die Stirn druckt, und es brennt sich da ein und er schreit dazu. Ja, weil es so krass tief ist. Ja, genau, so richtig geil, fest, tief eine, und der geile Sprung aus dem Fenster, der ja ausschaut wie so eine Slapstick-Szene, dass er gestolpert war und rausgefallen. Ja. Finde ich auch ganz stark. Ja, und wenn sie mit dem Jeep davor fahren und da ist die Amy drin und er zahnt nur aus, weißt du, und das war aber halt auch wieder so ein Gamechanger. Peter kriegt jetzt seinen Mut, der Charlie steht vor dem Haus und plötzlich ist halt Peter Vincent da, gell? Der Vampirkiller. Und er spielt halt seine Feigheit so großartig, und solche Sachen wie, diesen Revolver habe ich noch aus Orgie der Verdammten, weil den brauchen wir für den Billy Cole, gell, weil der läuft auch tagsüber rum, der ist kein Vampir, den wären wir da schon her. Ja. Und dann beginnt das Spiel in diesem Haus, das alle Ups und Downs mitbringt, einmal für den Vampir und aber dann auch wieder für seine Jäger, ein schönes Hin und Her. Ganz, ganz toll inszeniert. Absolut. Mit unglaublich großartigen Effekten. Ich bin Peter Vincent, der große Vampirkiller. Also, wo er dann auch wieder versucht, Schauspieler zu sein, im Angesicht des Übels, dem er gegenübersteht. Super, super. Und kurz bevor es dann zum Showdown kommt, ist auch unsere zweite große Szene, die wir schon mal angeschnitten haben, dieser Effekt vom Evil Ed, wie er als Wolf dann auf unseren Super Vincent losgeht und sieht dann was war das, abgebrochene Fuß von der Kommode in die Brust reinrennt. Und das ist auch, also, einer der Effekte aus dem 80er-Kino, finde ich, diese Verwandlung von ihm da. Unglaublich geile Masken, verwandelt sie geil, und dann halt wieder dieses Schauspiel dazu, wie er leidet, und der Peter sogar so viel Mitleid mit ihm hat, dass er ihm die Hände hingibt und er eigentlich helfen möchte, bis er dann realisiert, heute mal, das ist eigentlich das Böse, dem kann ich ja gar nicht helfen. Ja, und die krasse Soundkulisse dazu. Ja. Brutal. Das ist also das ist halt auch eine von diesen Szenen, die wir da als junge Camping gesehen haben. Da bin ich vom Fernsehen, gerade dass ich mit dem Gesicht im Fernsehen drinnen gehängt bin, weil mich das so fasziniert hat, das zum Singen und zum Hören. Brutal geil. Der Evil Ed lauert drüben auf, also sehr vorausschauend da wieder von alle, dass gesagt haben, vielleicht setzt sich mal einer ab zum Charlie um mich, und er hat so da mit dem Bootshadern auf dem Kopf, also Charlie sein Mutter im Bett, und Essen ist im Ofen. Genau. Aber der Ed ist irgendwie so die komplette Antithese zum Jerry, weil der Jerry ist ja der Gentleman, und der Ed schaut ja total fertig aus als Vampir mit seinen so schiefen Zähnen und so, und ja, der hat nichts Gentlemanhaftes. Für die vielleicht das noch. ist immer so spannend, wenn du gerade frisch mit sich einer Macht ausgestattet wirst, kann es sein, dass alle da wegen größenwahnsinnig werden, am Anfang. Und das spielt er wahnsinnig oder ganz toll. Und ich glaube,
das ist ein kleiner Stab, den er dann nimmt und ihm reinhaut. Ihr müsst da mal aufpassen bei der Verwandlungsszene. Das ist nämlich ganz wichtig, dass der Wolf erst auf den Kronleuchter fällt, damit der schaukeln kann, damit die diesen Schatteneffekt haben, damit sie sich unten leichter deren die Rückverwandlung darzustellen, weil somit haben sie alle Licht und kein Licht, Licht und kein Licht. Und der Stephen Jeffries ist 18 Stunden in der Maske gesessen, dass man ihm dieses Ding anlegt und der linke Arm ist nicht echt und ihr müsst aufpassen, man sieht den echten linken Arm vom Stephen Jeffries, wenn sich der Wolf nur mal einmal nach vorn beugt, dann siehst du ganz kurz den nach hinten bunten Arm. Da das einmal beobachten und und den Rest habt ihr ja schon gesagt, das ist Mitgefühl, die Angst, diese Verzweiflung, die in beiden Gesichtern ist, aber auch gleichzeitig, wo der Peter Vincent sagt, okay, jetzt habe ich den ersten ausgeschalten, zieht den Pflock aus dem Evil Ed und geht wieder ins Haus und das Haus kracht und kratzt halt, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Und ich habe momentan wieder, oh nein, ich muss da wieder rein und fasst sich aber trotzdem wieder sein Herz und dann erledigen sie an Billy Cole. Und das ist auch sehr schleimig. Mike, deine Szene, oder? Ja, so richtig zu laufen. Wie im Endeffekt wird es ja rückwärts abgespielt wie bei Hellraiser, wenn der Frank quasi das Fleisch auf die Rippen kriegt, zerfließt der Billy quasi und das haben sie wirklich ganz stark gemacht. Ganz, ganz stark. Der Revolver hilft nichts, auch er muss mit dem Pfahl im Herz letztendlich ausgeschalten werden, dass das passiert. Schöne Masken kriegt er da, gell? In dem Moment, wo er den ersten Kopfschuss doch da kassiert, da meine ich, haben sie irgendwas an seinem linken Augen dann noch gemacht, das schaut da schon so richtig abgefuckt aus, die Masken, die er da dann schon kriegt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich glaube, sein linkes Augen, das drückt dann ein bisschen, das schaut aus, als würde es schon ein bisschen nach außen batzen durch den Kopfschuss. Ja, da hat er eine Masken aufgesetzt gekriegt. Also allgemein so, weil am Anfang, wie gesagt, wird's ja alles oder voll aufgespart mit die Effekte und am Schluss wird dafür so richtig aufgefahren an Effekte. Das ist unglaublich, was da auch dann die letzte Viertelstunde im Endeffekt, dass man auch die Verwandlung von der Amy, der quasi das Gesicht oder den aufgerissenen Vampirmund, den es da hat, und auch der Jerry, der dann auch zur Monsterfledermaus wird, so ungefähr. Also das ist Wahnsinn, was da am Schluss abgefeuert wird. Ja. Die Monsterfledermaus ist einmal ein Überbleibsel aus den Ghostbusters, oder? Ja. Ein nicht benutztes Überbleibsel aus den Ghostbusters. Okay. Für das PG-Rating damals war diese Fledermaus nicht der Gurkner und der Richard Edlander war ja, meine da, hat die dann dabei gehabt und nicht mehr so fürs Finale von Friday Night her, hilft nicht. Hauptsache nicht wegschmeißen. So nicht, das ist Nachhaltigkeit. Das ist echte Nachhaltigkeit und auch die Verwandlung in die Fledermaus ist so clever gelöst. Die siehst du gar nicht, du siehst ja nur den Schatten, nachdem er durchs Fenster gesprungen ist und du siehst, wie der Schatten die Fledermausgestalt annimmt und relativ easy peasy in Anführungszeichen für die damalige Zeit, aber es hat für uns gelangt, dass wir sofort kapieren, was jetzt Sache ist. Ja, und der Effekt, finde ich, funktioniert heute noch ganz gut. Das haben wir nämlich beim nochmal schauen. Haben wir doch gut, man kennt ja mal ein bisschen sein Alter an, aber hallo, der Film ist von 1985 und für das ist der Effekt immer noch erste Sahne, möchte ich behaupten. Absolut. Da schaue ich teilweise Filme, die wo 5 Jahre alt sind und denke mir vor die Effekte, alter Schwede. Genau, I'm looking at you, Jurassic World 3. What? Ja, und es kommt zu dem, das Finale steigert sich alle weiter auf, die Amy wird zur Furie. Anders kannst du das ja nicht mehr bezeichnen. Amanda Pierce hat gesagt, das was, ihr habt ja dann die Titten, Entschuldigung, dass ich sage, also die Brüste haben ihre ja dann nur vergrößert worden. Sie ist ja eher da ein bisschen geradliniger unterwegs und diese Verwandlung in diesen Vamp, muss man einfach sagen, mit die rauden langen Haar, hat man halt da nachher noch geschaut, dass gewisse Rundungen sich auch verändern. Mei, es waren die 80er. Auf das darf man wahrscheinlich heute nicht mehr so viel Wert legen, aber das sind die Anekdoten. Okay, dann ich auch nicht. Die sind die Anekdoten, die Amanda Pierce an der Stelle halt alle gern erzählt. Die Tittis nennen es alle, sagt sie, das ist so ein Requisite, was sie sich gern mitgenommen hat. Unten im Keller kommt wirklich nur mal der nächste große Showdown. Der Charlie ist abgelenkt wegen der Amy. Der Peter hat die Hände voll zum Tor mit dem Jerry, der schon jetzt so, weil die Sonne ja aufgeht und diesen tollen Effekt gegeben hat, weil der Peter zu ihm sagt, ihre Zeit läuft ab.
Mr. Dandridge. Und er dann auch diesen Mut hat und plötzlich daran glaubt, dass sein Kreuz funktioniert und dann der Jerry zurückweichen muss und sie dann halt im Keller zurückzieht. Und da kommt ja dann noch mal eine ganz tolle Szene. Also versucht er zu pfählen mit dem gleichen Pflock, mit dem er vorher einen Evil Ed gehabt hat. Und der Jerry ist so stark und wie er sie erhebt aus dem Sarg in dieser geraden Stellung. Also das ist ja diese typische große Vampirszene, wenn der Fürst erwacht und nur mal seine Macht zeigt und sie dann selber den Pflock auserzieht und die Amy, die Vampir-Amy nur mal Hoffnung schöpft, der Meister ist nicht tot. Und dann kommt der große Showdown mit dem Einschlagen der Scheiben, die ja der Billy Cole am Anfang schön schwarz angemalt hat. Haben wir auch gesehen. Ja. Ganz mühevoll, während ein Charlie-Spanner schon wieder im Garten und geiern sagt. Ja. Und schlagen sie ihm erst einen Pflock ins Herz und dann hauen sie ihm Jim auch noch ein. Das ist eigentlich eine ganz schöne Frechheit. Ja. Und der Jerry möchte sich nochmal in den Sarg zurückziehen. Der Peter haut ihm einen Deckel zu. Auch das großartig, weil ganz coole Szene, Jerry sich nochmal in der Übermacht sieht und der Peter eigentlich in der Sackgasse ist und zum Glück halt der Charlie ihm an der Stelle dann einen Arsch rettet und das Fenster einschlagt. Und für einen Jerry wird's allweil enger und überall ist nur noch mehr Sonne. Und am Schluss endet der Film halt mit einem weiteren Requisite aus Ghostbusters, weil man für das Skelett hat man nur einmal diesen Bibliotheksgeist verwendet, der dann ja so gegen die Mauer geschleudert wird und in einem grünen Höllenfeuer verschwindet er ja dann plötzlich im Nichts. Amy ist natürlich wieder fit wie ein Turnschuh, als wäre wenn nie irgendwas gewesen war und es gibt das Happy End und auch wieder schön mit der Musik, alle verstehen, die Gefahr ist jetzt vorbei, ja, und das Gute hat obsiegt. Puh. Vermeintlich. Man hört ja, wenn's dann ins Off geht, hört man ja noch mal was. Oh Mann, bist du cool, Brewster. Und man sagt ja vermeintlich noch mehr Augen blitzen, oder? Ja. Wenn er noch mal umschaut. Ja. Und da, glaube ich, war ja dann auch so dieser Ansatz für den von dir ganz am Anfang von der Folge erwähnten, geplanten, erhofften, erwünschten dritten Teil. Genau. Da soll der Evil Ed. Aber das besprechen wir in der nächsten Folge. Bei Teil 2 dann. Ja, da kann man da noch mal so schön drauf eingehen. Letzte kleines Trivia, wenn dann die Amy und der Charlie wieder rummachen und der Peter hat seinen Job wieder gekriegt, also auch das passiert alles in 2 Minuten, alles wird wieder gut, Haus zum Verkauf und dann siehst du ja an Peter, wie er wieder bei seiner Show einlädt und sagt, naja, heute spielt er einmal nicht mit, es gibt den Film Fleisch für den Mars, gell? Und das ist dann so geil, der erste Ausschnitt, der da kommt, das ist ein alter Horrorfilm. Mike, kennst du den aus die 70er Jahre? Na. Dann bitte nachschauen, anschauen und genießen. Man sagt, der Film, der seiner Zeit voraus war, es ist Octaman. Die Bestie aus der Tiefe. Also es hat nichts mit Außerirdischen zu tun. Das ist der erste Film, bei dem der Stan Winston Defekte gemacht hat, oder? Jo, den habe ich sogar. Jo, den kenne ich. Jo. Also. Ja. Und das ist beieinander. Octaman, die Bestie aus der Tiefe. Super gut. Stimmt. Männer in Kostümen. Da kennen Sie. Habt ihr das auch schon gehört von dem, wie das Ende ursprünglich mal gedacht war? Ja. Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. Mike, hast du das auch schon mal gehört? Nein. Was mit dir, Mike? Keine Vorbereitung, oder was? Was, und du willst einen Filmpodcast machen? Das gibt's ja nicht, du bist schlimmer als der Corby. Ja, ich bin nicht der schaut sich den Film an, aber umeinander googeln tue ich halt nicht. Und nebenbei am Handy spielen beim Film schauen, oder? So einer bist du. Ja, genau. Das Typisch Generation Z, wie es so schön heißt. Das Originalende hätte, soweit ich recherchiert habe, an Peter Vincent in einer Live-Show vor seinem Publikum dargestellt, wie er sich da dann in einen Vampir verwandelt, während der Fright Night gerade moderiert. Das ist ja wieder der Schluss von The Howling. Genau, und ja, wie der Jürgen schon sagte, bin ich auch ganz froh, dass es nicht so gekommen ist. Ja. Genau deswegen war es gut, dass man sich dagegen entschieden hat, weil viele dann gesagt haben, ja, jetzt habt die anderen einfach bloß kopiert. Ja, also stumpf, blöd kopiert. Darum ist dieses Happy End gut, das passt, das ist Hollywood. Einwandfrei. Das ist Hollywood, Leute.
toller Film. Absolut, absolut ganz großer Film. Dann dürfen wir jetzt noch kurz auf unsere Tops und Flops überkommen. Wir haben ja schon einige verzeiht, aber was, Jürgen, ist dein absolutes Highlight und was ist dein, das hätte ich nicht braucht? Mein absolutes Highlight ist diese Verwandlung von Evil Ed, weil er in dieser Zwickmühle ist, haben wir schon gesagt, und das zweite große Highlight ist für mich der Soundtrack. Ich habe lang gebraucht, bis ich den auf CD gekriegt habe. Der war irrsinnig schwer zum Organisieren. Jetzt habe ich ihn, bin sehr glücklich drüber, weil gute Nummern drauf haben. Das sind diese schönen Nebendarsteller, sage ich, bei Musik und Bauten. Flop habe ich gar keinen. Ich hätte von der Mama gern noch ein bisschen mehr gesehen, aber ihre Geschichte oder ihre Aufgabe war halt sehr schnell erledigt. Ich hab die sehr cool inszeniert gefunden, als diese Suburban Moms, ja, die der Trump so gern hätte. Suburban Moms, vote for me. Und die fand ich gut dargestellt und das ist die ist mir dann ein wenig abgegangen auch zum Schluss, aber ich habe das jetzt auch gemerkt beim Zuhören, wir haben jetzt auch ein wenig schneller durch den Podcast durchgesprungen und der Film nimmt sich seine Zeit fürs große Finale und für die Auflösung haben sie sich ein paar gute Sachen beim zweiten Teil einfallen lassen, warum was so ist. Finde ich total schön. Da möchte ich jetzt gerade an Corby sehen, wie er beim Schneiden sitzt und den Satz hört, wir sind heute ein bisschen schneller durch den Podcast durchgegangen. Cool, ich habe mir auch gut gedacht. Ja gut, also 6 Minuten für Jurassic World 3. Also bitte, der hat mindestens 3. Das waren 5:2. Es gibt ja nur die kürzere 4-Minuten-Fassung davon. mit dem Alternativende, oder? Nein, also das ist unsere wahre Meinung zu dem Film dann. Also auf YouTube findest du eine 4 Minuten lange Fassung zu Jurassic World 3 Podcast. Also was mir nicht so gefallen hat, oder was mir nicht so gefallen hat, das sind so Kleinigkeiten, wo man sich da rauspickt, wo man sagt, ja, war vielleicht anders cooler gewesen. Die Disco-Szene ist mir ein wenig lang mit dem, wie du schon gesagt hast, mit dem Tanz der Vampire. Das war mir fast ein wenig zu lang, das Ganze. Aber dann der Aufbau quasi vor dem Bezirzen bis hin dann zum Beißen im Haus ganz stark gemacht, mit Beleuchtung, so richtig 80er, von der Musik her ganz stark. Der Film bemüht sich unglaublich um Atmosphäre, so richtig oldschoolige Gruselatmosphäre. Der hat meiner Meinung nach keine Jumpscares drin und die Effekte sind ganz, ganz toll. Genau, mehr gibt's nicht. Unbedingt anschauen, ein Klassiker. Die Disco-Szene, nur die Bude steht immer noch, die schaut einfach nur so aus wie damals, ist halt ein Turnschuhladen von Converse drin. Du kannst da reingehen, wenn du in Los Angeles bist und siehst den Treppen aufgeben, alles ist da. Mein Top ist, die ganzen Filme haben jetzt nicht nur beweihräuchert, wie toll, dass wir euch sie finden, aber ich habe mir jetzt nicht einfach nur speziell die Billy Cole Schmelzszene herausgesucht, weil mich die eben als Kinder damals auch schon so geprägt hat oder gebannt hat, als ich gesehen habe, wie der Typ da läuft und dann Tent schmelzt und der Granny so drin raus und dann sein Gesicht das fällt und dann ist nur das Skelett da. Das hat mich damals schon richtig an die Eier gehabt und das gefällt mir immer noch, wenn ich die sehe, die Szene. Darum ist das mein Top, das mir für diesen Film. Und mein Flop bleibt die deutsche Synchro-Stimme einfach vom Evil Ed, die nervt mich und die strapaziert mein Nervenkostüm ein bisschen zu sehr, dass ich das mir das erste Mal auf Englisch habe umschalten müssen. Aber ja, irgendwie gehört die deutsche Synchro für mich zu Fright Night dazu. Ich muss in Zukunft doch wieder durch und kann man nicht öfter auf Englisch anschauen. Unser Triple Threat noch zum Gute Nacht sagen, weil wir nämlich jetzt schon 10:12 haben. Jürgen, haben wir Titten in dem Film? Ja, ziemlich am Anfang. Charlie ist ja immer am Fenster zum Hof und beim Spanner und eins der Opfer vom Jerry lässt die Hüllen fallen und da siehst du einmal was blitzen. Sehr schön. Singen wir dann vielleicht einmal eine Trompete blitzen? Na, lediglich angedeutet, gell? zwischen Billy Cole und Jerry Dandridge, aber die Trompete blitzt nicht. Blitzt nicht, aber tote Tiere irgendwo rumgeblitzt? Ja, tote Tiere. Der Wolf, das Schaf im Wolfspelz, auch da nochmal drauf achten, es sind 2 verschiedene Wölfe. Der was die Augen leichten, ist ein anderer Wolf als der was nachher anfängt zum Laufen.
Und er steht ja zuerst schon vor der Tür und gafft die an und dann läuft er auf einmal um die Ecke. Ja. Unglaublich, alles vollgespickt mit Filmfehler. Großartig. Und der Flieger fliegt drüber und die Sturmtruppen Ja, genau. haben die Uhr drauf. Genau, im Hintergrund war der Jeep vorbei bei Game of Thrones. Toll, weißt. Kannst du nicht anschauen, die Scheiße. Jürgen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das war eine geile Folge mit viel Background-Infos zu alle, die du da dabei gehabt hast. Hat mich wieder Wahnsinn, gefreut ja. und ich glaube, und wir freuen uns auch drauf, dass wir eine Folge auch über Teil 2, wie schon angekündigt, aufnehmen werden. In naher Zukunft. Die kriegt es dann zu hören auf Steady. Das habt ihr mittlerweile mitgekriegt, unsere Franchise-Besprechungen. Teil 1 ist gratis für die Freibelägen und ab Teil 2 bitten wir ordentlich zur Kasse. Aber hallo hier. Wie viel? Wie 14 Euro, oder? Für ein Maß Bier auf dem Oktoberfest. Ja, pro Folge halt dann. Ja, Respekt. Viel Wir Schaum. haben es am Anfang genauso richtig ekelhaft schaumige Folge gekriegt von uns. Wir haben es eigentlich diesmal auch geschafft, dass wir am Anfang schon sagen, was machen soll. Drum können wir uns dieses Mal gleich verabschieden. Ihr habt Glocken gedrückt, ihr habt abonniert und Steady auch was abgeschlossen, damit ihr dann die Fortsetzung zu unserem Friday Night Podcast hören könnt. Wir sagen mal danke fürs Zuhören, danke an Mike, danke an Jürgen und ja, bis zum nächsten Mal beim Mike übernimmt Unkorbi sein Part. Oh Gott. Beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Cheerio, Miss Sophie. Ich muss jetzt nicht nur sagen, oder von Friday Night Hausen oder irgendwie so. Ja, genau, nicht von Friday Night Live Show. Jetzt macht es nicht bitterer, als wie es ist. Also macht es gut. Ciao. Servus und habe die Ehre. Servus. Servus, bitte euch.